Geht da was? So, wunderschönen Montagabend beieinander. Mr. Sei, Mr. Boxer, Mr. Price. Servus, Steph. Danke für den Lurk. Servus, Manuel. Servus, der Feider. Tassi, Habitere. Schön, schön. Alles flauschig bei euch. Wie geht's uns? Sind wir gut drauf? Oder eher gut drunter? Ich verstehe die Frage nicht. So, 4. Stream in Folge. 4 Tage in Folge Streamer. Das glaube ich, also das meine ich, wann hat's das letzte Mal gegeben? 2020 bei der Kurzarbeit. Vermutlich. Glaube ich. Keine Ahnung. Ist schon lange her. So. Wer hat Bock auf God of War? Bei mir ist alles gut. Sehr gut. Das freut mich zum Herrn, Tassi. Jerry Habidere. Grüße dich. So. Nachdem's ja... Ich hab mich gestern noch eine Zeit lang nicht... wie sag ich denn? Nicht festlegen können, was ich jetzt heute streamen möchte. Ob ich God of War streamen möchte oder Tomb Raider. Ich habe mich aber dann letztendlich heute für God of War entschieden, weil ich selber unbedingt wissen will, wie es weitergeht. Und der Stream gestern war unfassbar intens, was das angeht. Ja? Also wer den gestrigen Stream versäumt hat, ich lege es ans Herz, schaut es nach. Wir haben ja gestern einen heftigen Bosskampf gehabt. Ein geiler Bosskampf. Ja, und haben wir so ein ganz kleines bisschen in Verteidigung. In Vergangenheit geschaut vom Kratos. Ja, wir haben festgestellt, dass er schon richtig emotional und auch körperlich allmählich anfängt zu brechen. Ja, was man vom Kratos so an und wie sich nicht kennt. Ich leg's ans Herz. Ja, schaut die Wort von gestern an. Entweder da noch auf Twitch, solange es noch da ist, oder halt auf dem YouTube-Channel. Da ist es auch schon veröffentlicht mittlerweile. Ich hoffe, heute wird es auch so cool. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Also ich glaube, dass wir storytechnisch jetzt nicht mehr stark veropfern werden. Von der Spannung her. Ich glaube, das wird eher schlimmer. Intenser. Ich habe mir heute, jetzt vor einer Stunde, nur ein bisschen off-stream in God of War umgeschaut. So Nebengedöns ein bisschen gemacht. Ne? Und ich habe etwas entdeckt, was wir im Endgame machen werden. Das werden wir dann auch noch streamen. Das habe ich ja gestern schon mal angeschnitten. So die normalen Nebenmissionen, die werde ich dann für mich selber privat ein bisschen spielen. Aber ich habe eine Gegnerart entdeckt. Ja, das zeige ich vielleicht noch kurz auf der Map. Das ist vergleichbar mit den Valkyren aus dem Vorgänger. Ja, bei denen ich bin da einfach blindlings reingerannt und habe so derartig auf die Schnauze gekriegt. Also über One-Hit basically. Das heißt quasi, diese Gegner sind fürs Endgame da. Diese Gegner, da wird es wahrscheinlich mehr geben. Ja, das schauen wir uns dann noch on-stream an, wenn wir mit der Story einmal fertig haben. Ja. Jetzt ist halt die Frage, wie lange geht die Story noch? Ich habe keine Ahnung. Aber das wird man früher oder später sowieso herausfinden, wie lange das noch geht. Schauen wir einfach einmal. Dann wird es schon werden, meine. Streamzeit heute bis ca. 7:30, ja, plus minus. Je nachdem, wie wir halt content-technisch hinkommen. Also wenn es sich anbietet, dass wir einen schönen Cut haben, dann zwickt man ab. Aber ich schätze mal so bis 7:30 sollten wir auf alle Fälle live sein. Und dann, glaube ich, passt das auch für einen Montagsstream. Ja, ich hoffe, ihr habt alle gut in die Woche gekommen. Ja? Ohne größere Schwierigkeiten, ohne größere Ärgernisse. Ja, ich habe heute noch frei, ich habe auch morgen noch frei. Bei mir geht erst Mittwoch die Arbeit wieder los. Jetzt haben sie noch 2 Wochen arbeiten und dann ist erst bei Betriebsurlaub bis 4. Januar. Ja, so viel dazu. Von gestern auf heute gibt es nicht sonderlich viel Neues. Wir waren gestern noch beim Griechen und im Escape Room. War auch ganz zauberhaft. War ein schöner Abend gestern. Also halt mit der Frau Bazi halt auch. Aber sonst alles tut die Paletti. Naja, dann schauen wir mal. Da die Vorschlag, werden wir langsam in Speyer gehen.
Wollen wir denn, dass wir nicht, dass wir Meta machen können. Ja. Das Monster Hunter Track, den hören wir uns noch nur mehr ein wenig an. Jetzt aktuell nicht. So. Gut. Da haben wir wieder. In alter Frische. Griechisch. Ja, der Kratos hat uns ein bisschen serviert. Wenn man so will. Na, aber gut. War zauberhaft. Oh, knistert da was. Knistert da was. Möchtest du da sagen, dass da der Sound knistert? So. Wir haben ja letztes Mal in dem Haus stehen bleiben, ne? Jetzt muss ich mal schauen, ob es mir das jetzt alles gespeichert. Okay, da knistert der Sound tatsächlich ein kleines bisschen. Reppi, habe ich die Ehre. Alles fit bei dir. Schöner Montagabend wünsche ich dir. Jetzt, Moment. Das tut mir jetzt leid. Da müssen wir mal schnell kurz schauen. Da muss ich mal schnell kurz schauen, weil da hat sie irgendeinen Tipps. Da hat sie irgendeinen Tipps. Ich hätte es aber vorher eigentlich überprüft, ob das passt. Der Chefkoch Bazi macht heute ein nordisches Geschnetzels, da bin ich dabei. Grüß euch, wer habe ich die Ehre. Ja, ob das so gut ist, das Geschnetzelte, das weiß ich nicht. Ich hoffe, es ist schmackhaft, aber das werden wir herausfinden, sage ich mal. Ja? So, jetzt hört es sich wieder so an, wie es sich anhören soll. Alles fein hier bei dir, das hört man gern, Reppi. Bei mir alles tutti fein. Zauberhaft in die Woche gestartet. So, was ich jetzt eigentlich da wollte. Wir haben ja in der Hütte stehen bleiben. Ja, wie schon gesagt, ich habe mich off-stream kurz bei den Nebenmissionen ein bisschen umgeschaut, was man so machen kann. Habe auch die eine oder andere Nebenmission gemacht. Ist überhaupt nichts Relevanz. Also das ist wirklich nicht so spannend für einen Stream, sage ich jetzt mal. Also dass wir die Richtung Hauptstory-Fokus einschlagen, das ist, glaube ich, gar keine schlechte Idee nicht. Wie gesagt, ich habe dann vorher noch gewisse Dinge verbessert und aufgewertet, wie auch immer. Aber das hat es mir scheinbar doch übernommen. Sehr schön. Gut, dann machen wir direkt weiter mit der Main Story, Freunde. Da waren wir gar nicht lange umeinander. Jetzt sage ich noch kurz schnell auf der Map, was ich für einen Gegner entdeckt habe. Der, wie gesagt, Endgame-Content ist. So wie ich das jetzt verstanden habe, müssen wir nach Vanaheim. Ja? Freya hat sich ja erst einmal in ihre Heimat zurück aufgemacht, weil sie ein bisschen davon gepisst ist, dass wir mir scheinbar jetzt doch nicht gleich Streit mit dem Odin suchen. Weil auf das war sie eigentlich ausgewählt. Ich war in Svartalfheim unterwegs. Und ich hoffe, dass mir der jetzt angezeigt wird, der Gegner. Nein, leider nicht. Scheiße. Auf alle Fälle, da erhintert, in diesem Eck, ist ein Gegner, der hängt mit den Schicksalsgöttinnen zusammen. Ja, das ist sowas Ähnliches wie bei den Walküren. Also vom Vorgänger, die haben, ich schätze mal, vergleichbar stark und auch vergleichbar schwer. Wie gesagt, ich war fast One-Hit von dem Ding. Das werden wir uns dann, wie ich vorher gerade eben gesagt habe, im Endgame dann nach der Story gemeinsam im Stream anschauen. Ja, das ist, denke ich mal, für alle in Ordnung. Ja. Da kann ich noch nicht hin, das ist in Muspelheim, da waren wir ja mit dem Tor dort. In Niflheim haben wir nur die eine Nebenmission mit den Raben. Das wisst ihr auch, je mehr Raben, was wir da schlungen, umso mehr Kisten können wir da mal aufmachen. Da hat sich aber seitdem nichts mehr getan. So. Und da müssen wir jetzt hin, nach Vanaheim, in den Dschungel, mehr oder weniger. Die Nebenmission mache ich, wie ich schon gesagt habe, eben auch offstream. Ja? Wir kümmern uns ganz straight um das da, um den Pfad. Ja, können wir da hinreisen? Nein, können wir nicht. Gut, dann reisen wir halt da her. Nach Vanaheim. Gut. Werden wir nach Freya sehen? Ja. Schön, dass ich mitkommen kann. Was ist letztes Mal in Vanaheim passiert? Wie hast du Freya davon abgebracht, dich töten zu wollen? Wir reisten in ihr Dorf, um Odins Zauber zu brechen. Nach der Befreiung sah sie ein, dass ich nicht ihr Feind bin. Du hast auch einen sehr unterhaltsamen Moment verpasst, als Brok kopfüber in Freyas Lager hing. Ihr habt Freya getroffen? Wie ist er? Anders als seine Schwester. Weniger überzeugt. Stimmt, aber etwas weniger nachtragend. Und ein schlechter Anführer. Er hat das Herz am rechten Fleck. Du wirst ihn mögen. Stimmt, den haben wir ja dort auch getroffen vor 3 Wochen oder so.
Den werden wir bestimmt jetzt auch wieder sehen und weiter kennenlernen. Wow, es ist wunderschön. Und, nass? Es ist auch gefährlich. Ehrlicher als hier? So. Mehr Dschungel, bekanntermaßen Das Lager liegt rechts. mehr Sind wir in Ungeziefer. Eile? Der Junge sieht nicht jeden Tag eine neue Welt. Auf zu Freyrs Lager. Mal sehen, wie es den Wanen inzwischen ergangen ist. Ich hoffe, Freya geht's gut. Sie kommt allein zurecht. Wir sehen trotzdem nach ihr. Die Truppen ihres Bruders sind in der Minderheit. Und ich schulde ihr viel. Stimmt, da haben wir natürlich jetzt durch das, dass wir den Speer haben, auch wieder deutlich mehr Möglichkeiten, als wie wir das letzte Mal da waren. Ah, ich sag schon. Muss mal wieder um Winkel her schauen. So, los mir raten, da ist irgendein Scheiß passiert. Hier ist keiner. Wo sind alle? Bleibt wachsam. Sag ich doch, dass da gefällt irgendein mir Scheiß nicht, passiert ist. Bruder. Suppen hat scheinbar noch gegeben. Aha, wer bist jetzt du? Kratos. Atreus. Schön euch zu sehen. Unerwartet, aber schön. Ah, er ist der Frey. Okay, Freyr. Kennst du uns? Nicht doch. Bist du, wer ich denke? Na, Du verschlagener Mistkerl. Fast schön, dich wiederzusehen. Und mal in der Gestalt eines Mannes. Oder fast. So zogen sie dir also den Kopf aus dem Arsch. Vielleicht hörst du jetzt auf, so ein halbblinder, besoffener Lügner zu sein. Er war ein größeres Schwein als ich jemals. Ich kenne okay. dich nicht. Erkennst du dein Werk etwa nicht? Hier Bitte? ist Veni. Das war, als wir Freya im Wald trafen. Nachdem ich... Oh. Das tut mir wirklich sehr, sehr leid. Freyas Keiler. Ihr Berater. Und Freund. Berater der Wanen. Und ja, also im Exil in Midgard war ich in meiner Keilerform gefangen. Ah, Du hast mich erschossen. Auf mein Geheiß. Nein. Mein Fall, mein Fehler. Vergessen. Vanaheim braucht unsere Hilfe mehr denn je. Sogar Mimirs. Los. Und pass auf, wohin du damit zielst. Meine Haut ist in der Form nicht so dick. okay, interesting. Sagt's den Zwergen, dass ich einen Tisch im Zimmer brauche. Ich habe aufgetischt, aufbettet. Wenn ihr bereit seid, gehen Ich sag's ihm. Wohin gehen wir? Ich habe eine Bitte. Ich erkläre es unterwegs. Okay, Freunde, der Hildi Sweeney, das ist die Wildsau, das ist diese magische Wildsau aus dem Vorgängerteil, die wir hübsch am Anfang sogar treffen. Das ist er. Also, nett, okay? Hätte ich nicht gedacht. Auf die habe ich überhaupt nicht mehr spekuliert. Da hat es noch einen Hirschen gegeben. Aber der ist ja meine, jetzt weiß ich nicht, ist der gestorben, der Hirsch? Bin ich mir nicht mehr sicher. Wo ist Freya? Sie wollte hier ihrem Bruder helfen. Sie leitet die Suche nach Freyja und Pikvir. Sie wurden von den Die Mace- Engländern genau. geschnappt. Wie ist das passiert? Ein Hinterhalt. Seit eurem letzten Besuch sind viel mehr von ihnen hier. Zu allem Übel wurden die Himmelswölfe schon seit Tagen nicht gesehen. Nehme ich zumindest an. Nicht leicht, die Zeit ohne Mond abzuschätzen. Kein Mond. Wie in ihrem Schrein. Ihrem Schrein? Ist eine lange Geschichte. Sollen wir nach ihm sehen? Ich wäre euch dankbar. Wir haben zu wenig Leute. Und wenn niemand Sköll und Hati helfen kann, dann ein anderer Riese. In Ordnung. Freya meinte, du kämst daran vorbei. Mittlerweile ja. Ein sauer Hirsch und ein Elch. Ein sauer Hirsch weiß ich sicher, ob man einen Elchen gesehen habe, weiß ich nicht mehr. Möglich. Sehr beeindruckend.
Folgt weiter diesem Pfad. Dort ist Ihr Bau. Viel Glück. Okay, Kreaturen der Prophezeiung. Dann schauen wir halt einmal. Dass wir's... Ob er mir den Schuss auf ihn wirklich verziehen hat? Ich wirf dir meinen Speer in den Arsch rein, Wenn wenn's das will. alte Schwein noch einen Groll hegen würde, wüsstest du's. Was ist zwischen euch passiert? Das übliche Missverständnis. Ah ja, da haben wir wieder die scheiß Pflanzen, da wo man so stark aufschauen muss. Ja, ja. Nichts, was dich belasten sollte. Mich belastet nichts. Reine Neugier. Neugier ist wichtig. Aber Privatsphäre auch. Gut, da Schon brauchen gut, wir, schon da gut. brauchen wir, Verstanden. da brauchen wir Pfreier wieder. Ja, halt die Klappe da oben. Also ich bin ja ein großer Fan von Dschungelwelten, ja? Dicht gefolgt von, also eigentlich müsste man sagen, ich bin ein großer Fan von Unterwasserwelten, dicht gefolgt von Dschungelwelten, so muss man sagen. Vor allem, wenn es so gut inszeniert haben wie da. Willkommen, Brat. Vorsicht! Servus. Ist die zintig oder was? Ich wechsle den Pfeil! Tu das! Aua! Okay, die ist stark. Faukilis! Skauber! Ist gleich fällig. Oh, der Mann wird schmerzhaft. Pfeile, Bruder, Pfeile! Wir fangen ja schon Zauber auf, du. Ja, es hat geklappt! Lebt mich am Arsch. Vanaheim ist so anders als die anderen Welten. Es ist warm wie in Svartalfheim, aber die Luft ist irgendwie stickig. Igros. Was? Okay, der ist neu. Griechisch für feucht. Igros. Gefällt mir. Oh na, sei, bitte verkneifst du jetzt, ja? Kratos, ich hab alle meine Hoffnungen in dich gesetzt und selbst du enttäuschst mich. Also Super Mario Bros. Wasserwelten und Donkey Kong Dschungelwelten. Ich gehe aber auch mit Donkey Kong Wasserwelten. Zumindest von den klassischen Teilen. Mach den Korb kaputt machen. Hallo? Geht nicht. Der Korb ist unverwundbar. Sei wie ein Korb. So, warum habe ich jetzt keine Gesundheit nicht gekriegt, obwohl ich es aufgesammelt habe? Der Kratos ist auch geschubst. Finde den Nike. Er macht sich stärker. Ja, guter Call. Ja, halt dein Futzen. Aua. Ziel erledigt. Vorsicht, links. Wieder so ein gründiges Mistviech. Skauber.
Wer dumm, dass der grunzt, ha? Das knallt! Nice. Einherjar, wir sind da. Wachsam sein. Wen die wohl sind? Vielleicht von einem Nicker gefressen. Wohl kaum. Was wird rum? Ja, wenn das schon wieder so heißt, vielleicht von dem Viech gefressen, dann treffen wir wahrscheinlich genau auf das Viech. So, müssen wir schauen, da oben gibt es mit Sicherheit eine Truhe, oder? Sag ich doch, dass es da eine Truhe gibt. Wir holen mehr Beute, ja? Ich habe die Schmiede in Freyes Lager gesehen. Hat Brock ihnen die ganze Zeit geholfen? Ah, du kennst Lunda noch nicht. Wer ist Lunde? Eine alte Kumpanin der Huldu-Brüder. Sie ist Freyers Schmiede. Sorgt für Waffen und Ausrüstung. Leviathan Gebrüll. Was haben wir denn da? Das ist ein schwerer Runenangriff auf jeden Fall. Oha! Gut, aber der... Gut, der Frostschaden von dem ist ja deutlich her. Ah, dann lassen wir den drin. Na gut. Oh, noch eine legendäre Schmiedin. Sie kennt sicher tolle Geschichten. Sei auf der Hut, Atreus. Was? Warum? Sie ist ziemlich Anders. freundlich. Ach, Unsinn. Der Kerl ist viel zu jung für ihren Geschmack. Was? Der Zwerg ist pervers. Sollte man dann eigentlich Zwergin bei einer beim weiblichen Zwerg? Normal nicht, oder? So, da hinten eine geht's weiter. Achso, ja gut, da geht's nicht weiter, ja gut. Weißt du, Junge, dieser Ausflug nach Vanaheim bedeutet, dass du jetzt alle 9 Welten besucht hast. Du hast recht. Nicht viele Sterbliche können das behaupten. Und auch nicht viele Götter. Selbst dein Vater hat die Hallen von Asgard noch nicht beehrt. Ich habe es nicht eilig damit. Noch nicht. Noch Hm, nicht. sagte Freyr und Pikvir wurden gefangen. Wer ist Pikvir? Ein Lichtall. Zwerge, ein okay. einstiger Östlicher Gelehrter mit Barivold. seiner Frau Bela aus Alfheim verwandt. Was Sie ist so vielleicht zauberhaft. ihre beste Kriegerin. Warum die Verbannung? Die ganze Geschichte kann nur er dir erzählen. Aber ich glaube, Belas und sein Versuch, ihre Völker zu einen, war verpönt. Bela ist eine Dunkelalbin? Ja, Oh. Tja, das wirft sogar noch mehr Da können wir dann Fragen wahrscheinlich wieder Ich außer. hoffe, ihm geht's Okay. gut. Ja, der Baum, meine, hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, wenn du mich fragst. Das ist auch gescheit. Der rotzt noch irgendetwas raus, bevor er stirbt. Warte mal, du kannst doch jetzt, Atreus, du kannst doch den Schund da jetzt auch machen, oder? Wer rotzt mich denn da voll? Der Heavy Lion Schuhe. Ach so, weil du da... Ja, und sei still! Ach so, ein Mistvieh, ja? Nudeln in der Leerzhose mit 2 Semmeln aufgemischt, Zeit halt zur Hälfte zwickt, jetzt schon gucken. Klingt nach dem perfekten Abendessen. Ich hoffe, es hat dir geschmeckt. Asgarderbarren, die brauchen wir, um unsere Rüstung aufzuwerten. Sehr gut.
Das ist sehr gut. Irgendwas knabbert da. Was auch immer das ist, wird uns jetzt wahrscheinlich gleich anspringen. Oh, da ist eine Runentruhe. Okay. Gut, da müssen wir herausfinden. Aha, da muss man also dran. Okay, also ein D, ein C und ein F. Das war schon mal das F. Rest kommen und dann noch im Stream schlafen. Ah, sehe ich wieder. Mal ein paar Specials außer droppen. Aua. Braucht jetzt einen Zahnarzt, der Bulli. Mimir, du sagtest, wenn Sköll und Hati Sonne und Mond gefunden So. haben, beginnt Ragnarök, stimmt's? Ich sagte, es sei prophezeit, Junge. Prophezeiung. Von denen hatten wir nach unserer Dahinter Zeit haben wir. alle genug. Aber Odin glaubt noch dran. Deshalb haben die Einherjar ja bestimmt den Mond gestohlen. Er will Ragnarök immer noch vermeiden. Oder er bereitet sich brauchen wir darauf D, vor, F lenkt mit und dem C. Stellvertreterkrieg in dieser Welt seine Feinde ab. Ja, oder so. Außer Das ist das C. So, geht uns nur noch das D oder das P ab, je nachdem, wie man es dreht und wendet. Ja, sagen wir, es ist ein P. Es ist mehr P wie ein D. So. Aha. Ah ja. Ah, haben wir es eh schon. So, lass mich raten, das muss man bestimmt wieder... Er ist wieder direkt mit mir. Exas da. Schau ich jetzt recht. Oh, ein Idun-Apfel. Brauchen wir halt noch 3 davon, damit es uns was bringt. Aber gut, mehr Gesundheit ist mir gut. So, da geht's weiter. ich spüre sie da oben. Oh, Das muss ihr Bau sein. Freust du dich, Sköll und Hati zu treffen? Naja, ich kenne all die Geschichten. Sie in echt zu sehen, wird seltsam sein. Legende trifft auf Realität. bin ich mir nicht so sicher, ob Sollte wir es unterhaltsam werden. nochmal gegen Wolf kämpfen müssen oder so. Oh. Ja, wenn wir jetzt feige Gesundheit kriegen, dann deutet das darauf hin, dass da jetzt gleich Bosskampf kommt. Freunde der Sonne, wie in jedem Stream, nehmen wir uns einmal kurz Zeit, um die Aussicht zu Sie genießen. schlafen. Tja, da haben wir es. Die legendären Himmelswölfe. Äußerst unterhaltsam, wie versprochen. Wisst ihr noch ihr Schreien? Sie waren erst wieder am Himmel, nachdem der Mond zurückkam. Und dann jagten sie einen Pfeil über den Himmel. Ja, na dann. Am besten suchen wir den Mond und bringen ihn an seinen Platz zurück, hm? Oh, hi. Klingt doch wie die normalste Sache der Welt. Kreaturen der Prophezeiung, den gestohlenen Mond zurückholen. Ja, soll ich jetzt in eine Raketen steigen und Dörfer fliegen, oder wie sage ich das? Flauschnädel! Oh, flauschig. So brav wie flauschig. Die hat wenigstens nicht so groß. Also, nicht so groß wie der andere gestern. Sköll,
stolz und hat die Schreie Großen nach Hobbys von- Elmhejade beteiligt. Sie haben den Mond in eine Kiste gesperrt, wenn ich mich recht erinnere. Aber kein Hinweis, wo die Kiste ist. Das ist der Haken, wenn man eine Prophezeiung als Karte verwendet, was? Die Details sind recht spärlich. Ja, aber Im wie... Dorf in der Nähe gibt es ein Kriegslager. Eine starke Festung, um die Beute zu schützen. Versuchen wir es dort. Wer außer Hildi Sweeney und den Algen wird noch zu Freyja sammeln? Armee kann man's kaum nennen. Aber Hirt war Soldat. Beschritt einst den Weg des Springers. Er kann sicher mit seinem riesigen, zerbrochenen Schwert umgehen. Ein Springer, der uns nicht töten will. Nicht schlecht. Mich da würde jetzt nur interessieren, wie meint der das von wegen an Mond zurückholen? Ich mein... What the fuck? Aber das wird man jetzt wahrscheinlich gleich erfahren. Das sind Einherjar. Ich bin bereit. Ja, freilich darfst du mitfahren, aber immer sitzen und brechen darfst nicht. Geht's dir gut? Ja, ums Kenner. Wie jetzt? Seid vorsichtig, das ist Beefweiß. Aha, in den Giftnebel kannst du selber einsteigen. Da dodgst du nicht rein. Sehr schön. So, wieder Notstelle. So, da brauchen wir, glaube ich, Chaosklingen, right? Ja. Oh nö. Hast du das gesehen? Seit wann können die das? Ein neuer Feind. Wachsam bleiben. Oh nö. Jetzt können sie sich teleportieren auch noch. Treffend. Üppig. Ja, da drin wartet schon der Zipfel rum. Da ist sie wieder. Achso, wir sollen der folgen. Seltsam, dass niemand hier ist. Verstecken sich. Die Wanen sind nicht alle gestählte Krieger wie unsere Freyja. Bigler habe ich Die dere. Überlebenden des Krieges ziehen Alles es vor, fit? sich im Urwald zu verstecken mit der Natur als Schutzschild. Ja, looten ist immer gut. Oh, da ist irgendein Rabe Odins. Ich höre ihn ganz genau. Und der scheiß Vogel. Ich höre ihn ganz genau. Der sitzt da irgendwo. Rabe Odins wo? Oh, da sind noch Kisten. Ja, ist fit bei dir. Sehr gut, das freut mich, dass der Zauber aufgeht. Ich kann nicht gelangen. Da, wo ist jetzt der scheiß Vogel? Der sitzt doch da irgendwo. Jetzt, Moment. Ja, du sollst da... Okay, ich segne jetzt gerade nicht, ob ich weiß, dass er da ist.
Wait a minute. Der ist wahrscheinlich richtig taunt. Weil ich höre klar und deutlich, dass da irgendwo der Vogel sitzt. Oder fliegt, je nachdem. Ja gut, dein Arsch ist auf meiner Liste. Früher oder später erwischt es dich schon. Die eigentliche Frage ist, wie komme ich da jetzt um? Gibt's da nicht? Der muss doch irgendwo sein. Gut, dann mal los. Warte mal, da können wir jetzt... Ach so, okay, ja, da können wir jetzt erstmal nicht rein. Aber da geht's dann wahrscheinlich irgendwann, wenn wir zurücklaufen, rundum. Das heißt, früher oder später kommen wir da sowieso noch mal vorbei und dann findet man den Vogel auch. Der ist jetzt mit Sicherheit irgendwie brutal taunt, dass du nicht gleich auf den ersten Blick sehen kannst. Bei Herren tut man auf alle Fälle. Egal, gehen wir weiter. Leer. Wo sind die alle hin? Ausgeflogen. Ach, da waren wir doch schon mal herin, oder? Halt, da ist die Mond. Kiste? Da unten. Das muss sie sein. Aha. Ja, das zeigt liegt da nicht alles umsonst, oder? Hier ist ein Hinterhalt. Ja. Wie kommst du denn auf die Idee? Etwa weil da Heilung liegt und da sämtlichste Sachen rumliegen, die wo man auf den Gegner schmeißen kann? Von hier oben kommen wir hin. Vorsicht! War Na klar. also. Habt es! Hinter dir, Kratos! So, nimm das. Schön vorsichtig. Das ist Bifrost. Magst du sterben da drum? Hinter dir, pass auf! Au, die oder Peitschen. Hinter dir! Pass auf! Du grintiges Arschloch mit deiner Drecksaxt. Stirbst jetzt einen Trickerten dort. Das ist der letzte. Wo? Ich Amazon. hoffe, das reißt ein Loch in Odins Armee. Zumindest fürs Erste. Ich glaube nicht, dass Asgard bald die Soldaten ausgehen. Loch ist Loch. Was? Jetzt
So. Bereit, den Mond an seinen Platz zu bringen? Na gut. Du möchtest ja. mir du jetzt ernsthaft erzählen, dass ich, wenn ich jetzt die Kurbel da dran, dass der Mond aufgeht, oder was? Hey, schnell, sie entkommt. Ja, das war klar, dass das nicht so einfach geht. Alter Hinterhalt. Das habe ich nicht kommen sehen. Macht nix. Speer in den Popo, da gehst her. Rechte Seite. Ist das? Was? Schon wieder weg. Schnell, wir müssen rüber. Jetzt chill dein Knirschheim, da war noch ein Vogel. Da oben, du Mistsau, da oben sitzt der. Da oben ist er gesessen. Na, wenigstens haben wir eine schöne Gitarrenmusik, ja? Das ist auch schon etwas. Ah, da muss man... Aha, deswegen ist das vorher nicht gegangen. Da muss man einen Speer einwerfen. Ah, mit Chaos klingen außer der hat meinungsverstärkend, habe ich mir gehört. Da! Bist du jetzt fertig mit der Weglauferei? Ich will den Wasserfall rauf. Natürlich nicht. Hinter dir, pass auf! Oike! Au. Wird doch. Sie ist noch da oben. Noch ein Hinterhalt. Ernsthaft? Aller guten Dinge sind 3. Sie sind nicht schlau. Ja, ihr- und dann wäre da das. Habt ihr gemeint, wir spazieren wir da einfach so durch, oder was? Wie jetzt? Weißt du, was wir hier gerade tun? All das, es läuft fast genauso ab, wie wir es in Skell und Hattis Schrein sahen. Ah, aber Moment einmal. Anaheim. Wir retten den Mond. Ja, ich erinnere mich an die Warte mal, müssen wir jetzt nach oben oder da? Wir müssen da rechts um normal, oder? Wenn alles, was wir jetzt tun, im Jötnar-Schrein passiert ist. Denk an unsere Abmachung. Die Prophezeiung bestimmt nicht unsere Taten. Ja, Unsere Verbündeten brauchen Hilfe. Darauf Ah, halt das, da konzentrieren geht's wir uns. weiter. Moment einmal, weil da geht's nämlich rechts um. Das ist nicht umsonst. Da müssen wir noch mal schauen. Waren wir jetzt nicht sicher, wo wir lang müssen. Weil da geht's nämlich rechts ums Eck um. Garantiert, dass da entweder eine Truhe ist oder irgendein Artefakt, was man finden kann. Bruder, wir sind falsch abgebogen. Unser Dieb flieht himmelwärts. Interessiert mich nicht. Da gibt's eine Truhe zum Holen. Weiß ich. Wie jetzt? Kann man da nicht oben oder was? Okay, das ist das war jetzt aber. Das war jetzt schon ein mieser Bait, gell? Das war wie wenn ich Umleitungsschädel aufstehe und dann mache ich eine Sackgasse draus. So. Kann jetzt der Zipfelklatscher da mal stehen bleiben? Möchte der noch gerade einen Helm runterziehen? Und ein wenig freundlicheres Gut sagen. Ja, sie servus, grüß dich, du warst jetzt auch da. Sehr schön. was ist das? Was da? Ein Vivan. Fiese Bestie, seid vorsichtig. Du kommst perfekt zum Bosskampf. Will ich packen! Au. Du mistiges Kickerl. Hinter dir, Kratos. Alter.
Okay, sich gegen zwei gleichzeitig zu wehren, ist gar nicht so einfach. Oh wow. Du mich missbrischen, so und jetzt bist du fällig. Schon, steh auf, Bruder! Ob mir der jetzt gewone-shottet? Ich hab jetzt nicht auf meine Lebensleistung geschaut, mit der jetzt gewone-shottet. Wow, was ist das? Ein Vivat! Fiese Bestie, sei vorsichtig! Blitz! Achtung! Rechte Seite! Aha, den Scheiß kann man blocken. Gut zu wissen. Pariere den Angriff! Mistviech! So, wer mag Kickelfleisch haben? Ui, der war aber gar nicht ohne. Leck mich am Arsch. Ja, sie mit, abgesehen der Tatsache, dass es gerade ein bisschen stressig war, geht's mir soweit ganz gut. Ich hoffe, bei dir passt auch alles. Erinnert mich an Monster Hunter. Ja, es hat gerade so ein bisschen was. Danke dir, Pigler. So ein kleiner Miniboss. Ja, das war so ein kleiner Miniboss zum Reinkommen. Nehmen wir. So, was haben wir jetzt da? Also, das ist das Mondgefäß jetzt. Da können wir jetzt zum Mond rufen, oder was? Sie ist kalt. Ist sie... Sie ist aus Helheim. Heimdall muss sie geschnappt haben, als ich Garm befreite. Ich war dort, aber ich wusste nicht. Und jetzt Oh, ist flauschig kannst bei du dir. den Sehr schön, das hört man gern. Schuldgefühle helfen nichts. Ja. Zu Sköll und Hatti zurückkehren. Nein, du hast recht. Ja, sieh, wir haben gerade, also vorher, vor 5 oder 10 Minuten, haben wir zwei ganz flauschige Flauschgnädelwölfe gesehen, die wo gerade geschlafen haben. Ja, das war sehr, sehr lieb. Zu denen gehen wir jetzt wieder zurück. Schauen wir mal, ob die dann jetzt immer nur so flauschig sind. Hierdurch können wir zurück zum Bau. Sie werden uns folgen. Pass gut auf. Vater, warum bist du so sicher, dass wir überhaupt eine Wahl haben, was wir tun? Zweifel können wir uns nicht leisten. Wer hat was von Zweifeln gesagt? Bisher haben wir alles getan, was die Riesen gesagt haben. Wir treffen eigene Entscheidungen. Nichts zwingt uns. Oder jetzt auch nicht so ganz unrecht, der Bulle. Ja, war klar, dass wieder irgendein so ein Kutenbrunzer daherkommen muss. Links von dir! Ich wirf da so lange einen Speer aufs Pippel, bis das Blut nachwächst. Schön vorsichtig! Das ist Beamwald! Der war meiner. Fleischige Wölfe, ich krieg schon wieder nichts mit. Ich muss in der Uhrzeit bleiben. Ja, wir haben ja vorher gerade an zwei flauschigen Wölfen vorbeigelaufen, von Sköll und Hatti.
Ja, das findest du cool, dass du teleportieren kannst, hä? Rechts von dir! Ja, halt dein Fotzen, Zufte. Arschloch-Dreckerz. Da gehst her. Aber was, wenn wir durch all unsere Taten direkt in Ragnarök reinlaufen? Gibt es keine Möglichkeit, das Schicksal abzuwenden? Das ist Dein sehr Schicksal? effektiv. Wenn wir nicht verhindern, dass... Würdest du den Wölfen den Rücken zukehren? In dieser Welt? Denk an unsere Abmachung. So, Skull und Hati waren da vorne ums Eck und haben geschlafen. Schauen wir mal, ob die da immer noch haben. Der Junge hat ein paar gute Argumente. Solange Atreus lebt, sei's drum. Oh, Flauschnil, der Schlafwand. Flauschnil. Das muss klappen. Wehe, wenn einer von denen stirbt. Oh, die Augen. WTF? Genau wie in ihrem Schrein. Eine Sonnenfinsternis? Wenn ich das tue, Das Schicksal kriegt dich nur, wenn du es lässt. Tu, was notwendig ist. Nicht, was geschrieben steht. Töten die Sonne Sonnenverdunklungsbrenner aus. Hallo, das sind 2 Wölfe. Und wir haben eine Götter. Elta! Was bitte? Gute Wahl, Junge. Geschichtliche Aufklärung bitte? Damit können wir sie jederzeit rufen. Ah, er schlaft wieder. Er ist müde. Er muss schlafen. Aber hä? Du möchtest mir jetzt ernsthaft verzeihen, dass ein Wolf mit einem... Hä? What the fuck? Ich check's einfach nicht. Nordische Mythologie ist mir zu kompliziert. Weißt du noch, der Altar, den wir gesehen haben? Ich glaube, da sollen wir das benutzen. Die bringen Tag und Nacht, oder? Ja, ja. Was Freya-Rat. Aber hä, Im ich dachte, das... Prinzip haben sie uns also die Schlüssel zur Nacht gegeben. Das kann sich doch sehen lassen. Wir sollten zu Hildi Sweeney und ihm von all dem erzählen, ja? Zurück ins Lager. Ich hätte gedacht, das macht... Ich hätte aber gedacht, das macht der Fenrir und noch irgendeiner. Aber gut, da war ich scheinbar falsch gewickelt. Okay. Ja, okay, wir haben jetzt... Was haben wir jetzt gemacht? Wir haben jetzt einen Tag verschwinden lassen und haben dafür gesagt, dass Nacht wird. Und wir können jetzt jederzeit zwischen Tag und Nacht da wechseln, oder wie sage ich das? Und das ist Teil der Prophezeiung. Das sind noch ein Zeichen für Ragnarok, wenn der eine Sonne und andere Mond frisst. Mr. Frozen, das ist eine interessante Information. Ja, ja. Wow, dieser Ort verändert sich nach. Also, dass die Wölfe für Sonne, für Tag und Nacht stehen, das wusste ich. Das war mir schon klar. Aber warum haben wir jetzt die Nacht herbeigerufen, so mäßig? Ne? Das ist mir wahrscheinlich entgangen. Mozart, habe ich dir. Sehr sogar. Leider ist es nicht weniger feucht. Okay, MC. Vorsicht! Ich wechsle den Pfeil!
Hinter dir! Vorsicht! Ja, ja, deine Mama ist ein Turban. Ja, Geht doch. immer noch sehr, sehr Igros. Gefällt mir jetzt nicht mehr so. Das Spiel möchte ich triggern. Ich hab's auch fast so im Gefühl. Warst du bei denen ja in der Entwicklung dabei, oder was? Da ist schon wieder irgendein Vogel. Ha, da oben sind die. Ah, die bleiben noch das, gell? Weil da klirrst du wieder so Adventskerzen. Da hat's die gleich. Hey, aber der war vorher noch nicht da gesessen, oder? I like. Mein Hackel ist in Wahrheit ein Rasenmäher. Das weißt du nur nicht. Das war nicht derselbe wie vorhin, oder? Nein. Sie kommen schnell zurück, aber nicht so schnell. Was hast du in Asgard noch von Odins Armee gesehen? Also, all die Einherjar, die wir bekämpft haben. Das ist jetzt schon schön sind schon einmal im Kampf gefallen. fein gewesen gemacht, ist gestorben war Sie wachen in zueinander. Valhalla wieder auf. Sie sterben nie wirklich. Wenn der Krieg kommt, sollten wir auch eine endlose Armee toter Soldaten haben. Du meinst Helheims Armee? Wie in der Weifi, aber die. Prophezeiung. Oh, leck, Anfangverband. Ja, aber ein bisschen was hast du versandt. Du hast gerade versandt, wie einer der flauschigsten Wölfe EU-West die Sonne verschichen hat. Ja? Das hast du jetzt leider versandt. Das musst du nachschauen. Ja? Aber sonst war außer ein paar Gegner zusammen duschen noch nicht viel dabei. Und noch ein Mini-Bosskampf hast du versandt. Und rennst, kommst instant zum nächsten. Ah ja, jetzt haben wir schon zu zweit. Der Drecki und der Drecki, sehr gut. Au. Boah, leg die mal einen verdammten Schaden. Bin ich jetzt in einem Dark Souls gelandet, oder was? Bin noch einer. Man sagt ja doch nicht trage man die, hä? Du legst gleich mit deinem Schwanz. Ich glaub, gleich tut's weh. Sorry doch, gleich tut's weh. Sie mögen wohl Igros. Artillerie der Vergessenen. Ja, nimm mit. Nimm mit, da der wir gar nicht lang umeinander. Drachenzahn. War das jetzt ein Drache oder Ex? Man munkelt. Okay, nachschauen aktiviert. Also melden wir uns bei Hildisveni zurück.
Und dann? Wir sind hier, um Freya zu helfen. Wir gehen nicht zurück, ohne ihren Bruder und den Lichtart zu retten. Na gut, aber Odin wird schon weiter nach Maskenteilen suchen. Das ist... Halt zum ersten Mal den neuen Metallica-Song gespielt. Die alten Herren spielen noch ganz schön schnell. Mr. Mozart, was hast denn du gemeint? nicht unseres. Ja, aber wenn du uns alle antworten Dann hat sie sicherlich ihren Preis. Und wie hast du die angestellt? Hast du es hingebracht? Irgendwann müssen es langsam werden, die nicht. Das ist aber, ich finde das aber recht amüsant, wenn aber auf Metallica rumgebasht wird. Die haben schon so alt, die können es nicht mehr hand, nicht mehr so wie früher. Ja, für das, dass die 60 Jahre alt haben, reißen die verdammt viele Bands in der heutigen Zeit einen Arsch auf. Das ist einfach mal Fakt. Ja, das ist jetzt überhaupt kein Fangeplappere nicht. Ich finde andere Bands auch wirklich gut. Aber ich finde es aber so lustig, wenn dann die Leute sagen, ja, Metallica, die Alten, die können nichts mehr. Ja, von wegen. Von wegen. Die haben mehr auf dem Kasten als viele, viele Bands heutzutage. Wollen uns alle Pflanzen hier töten? Nein, nein. Nur die Fleischfressen. Respekt vor den Alten. Ja, genau. So ungefähr. Das ist Ding hier. Ah, das ist nicht hier. Denke mal. Mach ich kriege noch einen Hit am Burnout Metallica. Ich sage halt einmal so, die müssen niemandem mehr was beweisen. Ja, die haben so viel für den Heavy Metal da. Also ohne Metallica war der Metal halt nicht da, wo er ist. Das glaube ich, da gibt es natürlich auch andere Bands, nur natürlich, die wo da auch maßgeblich ihren Teil dazu beigetragen haben. Aber Metallica war halt auch mit einer der Auslöser dafür. Spürfähigkeiten bekannt. Du wirst sie mögen. So, schauen wir mal, was der Phase ist jetzt. Kratos, Atreus, die Sonnenfinsternis war euer Werk, ja? Danke, dass ihr hier seid. Pikvir hat die Ablenkung zur Flucht genutzt. Und dein Bruder? Wir wissen, wo sie ihn festhalten. Bela hat den Sprengstoff vorbereitet. Wenn ihr mitkommt, können wir gehen, sobald ihr bereit seid. Wir sind mal bereit. Könnte mir helfen. Geh mit ihm, Atreus. Ich helfe Freya. Jawohl. Freya von Einherja. Frey vor den Einherja Das reicht retten. aus. Sobald ihr das Signal seht, zählt rückwärts. Was Kommt, rückwärts sein? Kratos. Wir sollten aufbrechen. Gehen wir jetzt in die Büsche oder was? Die Wölfe gaben uns ein Zepter. Damit können wir sie rufen, wenn nötig. Gut, das ist eine Abkürzung zu Njörds Tempel, die wir tagsüber nutzen können. Die Einherja halten Freya im Tempel deines Vaters gefangen? Er ist leer, solange ich mich erinnern kann. Auf der anderen Seite des Flusses gibt es einen Himmelsaltar. Pikvir sagt, die Altäre dienten einst als Signal für die Wölfe. Und mit dem Zepter können wir sie jetzt nutzen. Ja, Mozart, wie gesagt, ich bin, was die nordische Mythologie Wenn wir angeht, den leider Tempel nicht. erreichen, Feuer. Wo müssen wir mir überhaupt hin? Ach, da ist auch, da genau, das ist das Symbol, wo sie heute am Anfang gemacht hat. Berserker-Grabstein, ja? Das ist der Endgame-Content in was ist denn das? Portal Yggdrasilis. Ach so, okay. Aber diese Berserker-Grabsteine, das ist praktisch im Endeffekt das, was im Vorgänger die Walküren waren. Ja? Da habe ich halt böse aufs Maul gekriegt, offstream. Ja? Wie ich mir ein bisschen um die Nebenmissionen umgeschaut habe. Um die Ablenkung zu starten. Werden wir uns anschauen, wenn es Schön, soweit ist. einmal nicht selbst das Ziel davon zu sein. Wenn sie abgelenkt sind, können du und ich die Haupttruppe von hinten an. Wir können da jetzt nicht durch. Achso, weil wir in die falsche Richtung gehen, ne? Atreus Deswegen. und Hildisvini ranschleichen und deinen Bruder retten. Ja. Sobald wir ihr Signal sehen, formieren wir uns am Fluss und fliehen auf Freyrs Boot. Wo willst du hin? Wir müssen ihren Bruder retten.
Ja, möchte doch! Ich komm da nicht weiter. Zipf ja rum. Jetzt sind wir da hinter einer, oder was? Aha. Da, tu mal die Christbaumkugel runter. Yggdrasils Abwehrtau. Ach, du kannst ja auch eine Beschwörung machen, ja, richtig. Was kannst du beschwören, außer Giftwolken? Ja, das schaut anständig aus, das nehmen wir. Ja, es ist... Halt das ehrlich auf, Bruder! Ja. Also ist alles in allem ist schon eine feine Mieze, oder? Freya, was sagen wir denn? Darf schon sagen, oder? So, warum möchtest jetzt du eigentlich noch rechts? Freya wird in einem Gefängnis im Norden festgehalten. Folge Freya. Aha, ich darf jetzt also nirgendwo anders hingehen, außer am Burle noch, oder was? Die Frage ist, warum steht sie dann dort? Aua. Gut, so geht das. Nice. Ich weiß zwar nicht, was das für ein Gespenst war, aber gut. Nehmen wir uns einfach mit Danken so an. Da ist aber echt an jeder Ecke irgendwas. Ich, wenn du aufbekommst, dann holst du dich. Über dir! Hinter dir, pass auf! Okay. Der wird von irgendwem geschützt. Du Mistviech da drin. Ja, okay, nice. Schön Vorsicht! Das ist Bifrost! Oh, da laufen wir jetzt aber ein paar gehen jetzt viel umeinander da. Achtung! Hinter dir! Ja, okay, jetzt bin ich hier. Boah, da kommen aber jetzt verdammt viele Gegner, gell? Das wird direkt stressig jetzt. Ich mache irgendwie mach ich mit den Chaosklingen fast keinen Damage nicht. Ich weiß auch nicht, mir kommt das so vor, wie wenn Chaosklingen da irgendwie genervt werden. Dein Plan. Also ich habe mir jetzt gerade gedacht, wo ich zwischen Speer und Chaosklingen geswitcht bin, das ist ungefähr 800% mehr Schaden. Also mit dem Du Speer. bist nicht verpflichtet, mir zu helfen.
Ich weiß. Achtung! Über dir! Gegner hinter dir, Kratos! Weil wenn du da gerade wieder rumspringst, da klang eh schon wieder. Achtung! Hinter dir! Wachsam bleiben! Sagst du so einfach, boah, fick dich. Weg von dir! Sitz! Gegner hinter dir, Kratos! Geschieht ihm recht! Ah, das ist die scheiß Mistpflanze, die wo da ständig Gift macht. Der Letzte! Ist das dein Ernst? Hey, kann man den nicht kaputt machen? Die kann man nicht kaputt machen, what the fuck? Vorsicht, links! Haben wir es Sie jetzt? haben mehr Soldaten als beim letzten Mal. Den hast. Wir sind bedeutend im Nachteil. Sie haben nicht nur mehr Soldaten, sie haben da stärkere Soldaten. Ah, okay, wir müssen mal wieder Gewicht heben, sehr gut. 800% Bonusschaden, ja genau. Das Arschloch, das Mistige. Wir müssen diesen Nickel zum Schweigen bringen. Ja, den bringe ich gleich zum Schweigen, da, das Arschloch, das. Wieder rein. Weil überhaupt nicht der Volllaufen. Schnauze. Da ist noch einer. Wo ist denn der? Hinter dir! Der ist da hinten drin, aber... Hä? WTF? Wie soll denn da hinkommen? Ja, aber wie soll ich denn da aufbekommen? Der sitzt da hinten in dem Baum drin, aber wie soll ich denn da... Moment einmal. Links von dir! Ah, das ist ja mies.
Also, dass das unterm Kampf einmal aufbrennen muss, das hätte ich auch nicht gemeint. Aber gut, ist scheinbar so. Bestienfetzen, sehr gut. Da kriege ich ja gefühlt 100 von denen pro Kampf. Versuch mit dem Zepter ein paar Mal über die Schale zu streichen. Und jetzt kommt wieder der Tag, oder was? Komm, wir liegen gut in der Zeit. Das begreife ich einfach nicht. Also, dass man jetzt mit einer Schale Tag und Nacht ändern kann, das begreifen. Das mit den Wölfen, okay, das verstehe ich noch irgendwie, aber das. Also, das grenzt mir jetzt schon ein wenig zu sehr an Magie. An nicht autorisierter Magie, ja? Unsere Taten in dieser Welt folgen der Prophezeiung der Riesen. Atreus glaubt, Ragnarök ist unvermeidlich. Die Nornen waren recht deutlich, was die Prophezeiung angeht. Sie sagten, unsere Entscheidungen seien vorhersehbar. Aber wir haben uns geändert. Ja, Geld macht auf alle Fälle. Vielleicht. Oh, es gibt wirklich keinen Meter, wo nicht irgendein so Zipfelklatsch umeinander steht. Rot! Oh, da brauchen wir das Hacke. Achtung, rechte Seite! Ja, ist schon gut. Schön vorsichtig. Das ist Bifrost. Vorsicht! Von hinten! Oh. Wenn ein Gegnergruppen schon so lästig sein kann. Ein scheiß Bifrost da. Für morgen Kopf zu. Die Nornen sagten, du würdest Heimdall töten. Doch du bist diesen Weg nicht gegangen. Damals, als wir uns kennenlernten, wäre es wohl anders gewesen. Und du? Schön. Dachtest du noch nach Ragnarök? Odin hat zugesprochen. Wenn Glors Prophezeiung stimmt, findet meine Welt vielleicht endlich Frieden. Christian Giants, danke dir für das Following. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. An einem Gürtel, aber sagten wir nicht Was wird bei gerade, dir? dass Prophezeiungen reiner Unsinn sind? Herr Mimir, Was? der nervigste Mann der Welt. Aber die Ehre, Christian, alles fit bei dir. So, da oben ist eine Kiste, habe ich ganz genau gesehen, da gehst du her. Kiste! Immer doch! Sehr schön, das hört man gern. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, du hast einen angenehmen Wochenstart gehabt. Aber warte mal, schauen wir erst einmal da oben. Ja, einen Kopf zu mal, die scheiß Pflanzen. Du hast ja gerade auf Ragnarök gegönnt. Sehr schön. Dann wirst du viel Freude damit haben. Sehr, sehr gut Spiel. Sehr, sehr gutes Spiel bisher. Hoppala. Warte mal, das ist gerade schon wieder. Da oben. Ist gerade so, da ist gerade in der Pflanzen aufgekommen. Ah, jetzt haben wir. Ah, das ist jetzt Backtracking. Da haben wir schon mal lang gelaufen. Das heißt, Creed Valhalla mit Dawn auf Ragnarok DLC bin ich schon fertig. Assassin's Creed Valhalla habe ich tatsächlich nicht gespielt, weil, ja, mir gefallen die neuen Noch Assassin's mehr Creed voraus. einfach nicht. Auf dein Zeichen.
Schön vorsichtig. Das Vieh frisst. Wie, das ist Bofrost. Also ich muss schon sagen, Links von dir. ich muss schon sagen, der Speer macht am meisten Schaden bisher. Da ist er. Super Gegner. Mehr Schnetzeln, mehr gut. Hat der Kratos seine Chaosklingen? Ja. In voller Pracht. Kriegst sogar noch eine Axt dazu und einen Speer. Für den Fall, dass du auf Waffenvielfalt stehst. Ah, und einen Schädel haben wir auch. Ja, richtig. Und wundervoll gestaltete Welten. Wenn, dann erwähnen wir schon alles, gell? Stimmt, da haben wir ja richtig, da war ja da war doch das mit dem komischen Drachenlurch-Dingenskirchen. Glaube ich. Vorsicht, das ist der Alpha. Das wird schwer. Okay, dann gehen wir wieder. Du hast das Spiel wie die PS4 Pro, okay? Hast du den Vorgänger gespielt? Hier lang. Ja, richtig. Da war das mit dem Drachen, richtig. Aber mir kann, also normal, also als Soul-Spieler sollte ich das vielleicht zumindest einmal probiert haben. Vielleicht schafft man ja. Wenn er jetzt nicht gerade so stark ist wie die komischen Berserker-Gegner aus dem Grob, dann wäre der wahrscheinlich machbar. Jetzt schauen wir einfach einmal. Weil mehr wir sterben können wir ja nicht, ne? Oh ja, ich glaube, wir werden mal sowas von sterben. Oh, der macht sauber Schaden. Boah, leck, schaut wie groß der Schaden druckt. Ja, der ist stark, den schaffen wir noch nicht. Ja, nein, der ist stark. Den schaffen wir nicht. Der ist zu stark. Ja, okay, wir können nicht aus. Ja, müssen wir sterben. Hilft dir nicht. Komm schon, Kratos, steh auf! Der ist eine oder zwei, wenn nicht sogar 3 Nummern noch zu stark. Der macht zu viel Schaden. Ja, wenn wir einmal mit seiner Bratzen erwischt, dann habe ich ungefähr ein gutes Drittel Leben weniger. Okay, ich wollte es nur mal probiert haben. Alle Teile gespielt. Okay, passt. Nice. Dann kannst du mit dem Teil auch nichts falsch machen. Arme Nidhogger. Sie waren zum Weg. Ja, das stimmt. Trotzdem seltsam. Der Was Rissel hat ist sie auf hier unserem gemacht? Mist gewachsen.
Odin nutzte Wurzeln des Weltenbaums als Teil seines Zaubers, der mich in Midgard festhielt. Nidtauger beschützt diese Wurzeln, wo immer sie sind. Ja, verstehe. Odin hat sie benutzt. Und sie musste dafür bezahlen. Typisch Odin. Ja. Beim Odin kannst du auch meinen, der ist wieder Zeus. Überall, wo er auftaucht, herrscht Chaos. Ja? Aber bin mir jetzt da nicht so sicher, ob es auch wirklich dann so kommt, wie wir jetzt meinen. Ich hab, wie gesagt, wir haben wegen am Ende schon, wir haben schon ein bisschen philosophiert. Es kann halt in alle Richtungen gehen, ne? Aber ich muss sagen, von allen Welten her, die wo wir bisher besucht haben, gefällt mir Vanaheim bisher am besten. Also die Dschungelwelt, die ist schon geil gemacht. Okay, womöglicherweise kommt jetzt da noch mehr Boss, weil wir da gerade eine fette Heilung gekriegt haben. Mach einfach mehr Lärm, wenn der Angriff beginnt. Wenn wir sie lange genug ablenken, haben Hildisvini und Atreus mehr als genug Zeit, ungesehen rein und rauszukommen. Ich sorge mich nicht um Atreus. Er ist bereit, alleine zu kämpfen. Hier Ein ist Himmelsaltar wurde zu der Karte hinzugefügt. Besonders, ich habe meinen Elite-Controller 1 von der Xbox, habe ich mit der Adapter an die PS4 Pro dran. Okay. Weil? Besseres Feeling, oder wie? Ranken steht ein Altar. Ja, das ist richtig. Jetzt passt so weit. Mieze, tust du das einmal... Ruf jetzt bitte Sköll. Das ist die Nacht dann praktisch, oder was? Bist du bereit? Ja. Und du? Ich gehe hier nicht ohne meinen Bruder weg. Oh, leck, ach so, jetzt verstehe ich's erst. Das ist ja eigentlich ist logisch, wenn der Tag hell, also wenn es Tag ist, dann haben Pflanzen natürlich offen, beziehungsweise Gräser, weil ja natürlich sie gegen die Sonne strecken, ja. Sprich, die Barrieren haben da. Wenn es Nacht ist, gehen die Barrieren weg. Das heißt, wenn ich später mal, oder wenn wir offstream, warum geht das Comment nicht auf mal? Jetzt halt. Das heißt, wenn ich mich dann offstream irgendwann da mal umschaue, dann wird es mit Sicherheit Passagen geben, die man nur in der Nacht erreichen kann und Passagen geben, die man nur am Tag erreichen kann. Holy shit. Aber gut, das sorgt ja nur für Vielfältigkeit, ne? Es muss ja jetzt nichts Schlechtes nicht sein. Jetzt glaube ich, kommt wieder der Bossgegner, weil haben wir noch keinen Code heute. Wir kommen zu dir irgendwie. Ah ja, alles klar. Silvester. Ihr habt eure Position preisgegeben. Der Heimdall. Ihr Idioten. Na, wenn das nicht die Mistelkönigin ist. Umwerfend übrigens. Etwas her? Hey, Oh oh. Und du musst der Vater des kleinen Halbbluts sein. Glückstag. Du musst einiges erklären, Herzchen. Du auch, Verräter. Lieber Verräter als Odins Schoßhund. Das muss ich tun. ich kann helfen. Ich weiß. Aber du wirst woanders gebraucht. Er hat recht, Alter. weißt du? Brutzel sah nicht so gut aus, als ich ihn zuletzt sah. Ich weiß, du willst das nicht. Aber wir wissen, wie das endet. Dann bis bald. Oh, wir wissen beide, dass das nicht stimmt. Aber keine Angst, Frick. Ich werde dich und deinen Bruder holen, sobald ich fertig bin. Hier. Wir kämpfen jetzt gegen einen Heimdall? Was hast du drauf? Gulott Hopper. Keine Ahnung, was das ist, aber... Nimm eine Bifrist! Auf mich! Deine Mama ist ein Bifrost, glaube ich.
aggressiv, so zornig. Du wirst dir anschauen. Oh, wolltest du noch mehr? Na los! Nix höher. Dein Viech kann gar nix. Amüsieren wir uns schon? Ah, gut. Wir beide also. Oh yeah. Oh, halt! Du dachtest, der Wie Stock jetzt? verschafft dir einen Vorteil? Alter, mit Ultra-Instinkt Haki zum Kämpfer ist unfair. Das Der zählt nicht. Hasen mit dem Stock eines alten Knackers besiegen. Ha! Schöner Stock. Ah ja, alles klar. Na los, kämpfen wir. Na. Gehen. Okay, Plot-Twist Sieh wo? an, der Stock ist zurück. Du ziehst das nur unnötig in die Länge. Probably. Wer das noch? Nein. Und? Ich verstehe die Frage nicht. Er rechnet nicht damit, dass Gröb hier losgeht. Nein. Beide Götter. So vorhersehbar. Traurig. Lustig. Schwer zu sagen. Ach so, ich glaube, ich verstehe schon. Schaut's mir unten links bei meiner Lebensleiste, da ist das Sperrsymbol und das lädt sich auf. Na los. Kämpfen wir. Du ziehst das nur unnötig in die Länge. Aha. Und ich warte. Wer das noch? Na, das lässt wieder noch. Jetzt Moment einmal. Na, Okay, der Axt bringt auch nichts. bizarr. Aber keine Chance gegen Bifröst. Ich verstehe die Frage. Ich verstehe die Frage nicht. Legen wir endlich los. Ja, Brudi, Gehen. Na los, kämpfen wir. Oh, jetzt ist es sauer, oder? muss man sich dort erwischen lassen? Nur unnötig in die Länge. Muss man sich von dem erwischen lassen? Und ich warte. Wer das noch? Greif ihn mal an. Der Vater, so der Sohn. Okay, da muss. Wir endlich los. Okay, du musst dich von dem scheinbar erwischen lassen. Na los, kämpfen wir. Ja, danke. Ich hab den Stock gesehen. Gehen. Jetzt sehe ich die Ähnlichkeit. Und ich warte. Wer das noch? Ich check jetzt nicht so ganz. Du ziehst das nur unnötig in die Länge. Aha. Legen wir endlich los. Na los, kämpfen wir. Hoffen wir, dass die Rettung besser läuft als dieser Kampf. Ja, das funktioniert auch nicht.
Tut mir leid. Das interessiert nur jetzt nicht. Okay. Ich spüre, wie frustriert du bist. Das ist unglaublich befriedigend. Was jetzt, Bruder? Der Speer bleibt unsere beste Chance. Wer das noch? Also muss man auf Dauer einfach weiterkämpfen, oder? Gern. Also er sagt auf alle Fälle mit dem Speer. Ich warte. Du ziehst das nur unnötig in die Ah, von dem Länge. Stamper. Ah, der hat eine Ausdauer leisten. Ah, jetzt habe ich verstanden, okay. Hey, Vorsicht! Die Armschienen sind neu. Also das ist schon brutal, dass der wirklich alles dodgen kann als Gott. Wusstest du, dass dein Sohn wie eine Gans klingt, wenn er verletzt wird? Aber jetzt wird er scheinbar... Jetzt kann ich die scheinbar nicht mehr triggern, jetzt pass auf. Das ist wahrscheinlich jede Phase eine andere. Jede Phase greift... Ist ein anderer Angriff, der wo er mal etwas anhaben kann. Also beziehungsweise der, wo man... Ah, okay, Mann. Okay. Muss man da einen gewissen Ding abwarten, bis er getroffen wird? Ah, warte mal. Der wird nicht von dem Speer verwundet, sondern von den Explosionen, die wo am Boden sind. Ah! Geht wieder retour. Aber ist der so schnell bewegt? Jetzt hat. Oh. Mich echt getroffen. Langsam. Als Weltenverschiebung blocken sie Angriffe oder weichen sie aus, wenn sie Zeit verlangsamen, um selbst eine Angriffsmöglichkeit zu schaffen. Gar Okay. nicht, wann mich das letzte Mal jemand... Oh, jetzt bist du aber fällig, Freund. Also, Schmerzen hatte ich schlimmer in Erinnerung. Niemand kommt hier zur Hilfe.
Mistelkönigin ist lange fort. Hier sind nur noch du und ich und dieser treulose Kopf. Haha, na bitte. Du wirst nur wahrscheinlich gleich nur Schmerzen haben. Na los, du kannst es doch. Warte nur auf den richtigen Moment. Langsam. Oh, der war mies. Jetzt! Das wird langsam ermüden. Langsam. Wann habe ich dieses Schwert zum letzten Mal benutzt? Los, schlag zu! Du schlägst zu wie eine alte Kuh. Und du glaubst, du bringst Asgard zu Fall? Oh ja. Wirklich? Jetzt! Los damit! Jetzt bin ich gespannt, ob er jetzt stirbt. Glück! Mehr ist das nicht! Halt! Du willst Schmerzen, dann kriegst du welche. Der bringt ihn nicht um. Warte. Was geht vor sich in diesem leeren Schädling? Oh nein, 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 nein. Du willst mich verschonen? Aus Mitleid? Lass gut sein und du lebst. Geht's hier um den kleinen Bengel? Oh, jetzt werde ich ihn auf jeden Fall ausweichen. Geschieht der recht, du Arschloch. Das ist deine letzte Warnung. Eine Warnung wird wohl nicht reichen. Meinst du, du könntest einfach weggehen? Nein. So wird das hier nicht laufen. Ah ja! Du entscheidest nicht über mein Schicksal! Kampf für die Tod, Sonnenschein. Oh, Phase 2 oder was? Ja, natürlich. Du hast deinen Mund viel zu voll genommen. Boah, das ist sehr schnell. Schön langsam. Es wird bald vorbei sein. Weißt du nicht, wer ich bin? Ich bin der Wächter der Was? Der Herold von Ragnarök. Alter, was hat denn der letzte Angriff für eine Range? Der ist ja so groß wie das ganze Kampffeld. Ja. Schön langsam. Du hast deinen Mund viel zu voll genommen. Es reicht. Weißt du nicht, wer ich bin? Ist mir scheißegal, wer du bist. Du stirbst jetzt dann, du Arschkeibe. Der Herold von Ragnarök. Man soll halt ab und zu einmal seinen Schädel hernehmen, gell? Das war, für das hätten wir es eigentlich. Ich werde deinen kleinen Mischling finden und ihn zu Brei schlagen. Ja, es ist offensichtlich, der macht der Bädel um den Tod.
Keiner von uns beiden überlebt das. Und das wird auf keinen Fall du sein. Wag es bloß nicht, mich zu verschonen. Ja, wir haben den anderen noch einmal ausreißen. Das war zauberhaft, die Geschichte. Ich hab langsam wirklich genug von dir. Oh ja, jetzt meine ich, jetzt wird's kreiselig werden. Bruder! Das ist nicht, wer du sein willst! Kratos, das war... Ich weiß nicht, ob wir das Schicksal brechen oder das Schicksal uns. Glaube ich nicht. Glaube nicht, dass er hier ist. Das war zu einfach. Das war zu einfach. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der hier ist. Ich meine, er hat einen Arm verloren auf schädrigende Weise. Aber das... ganz ehrlich, der Wirbel... Was für dicke Steine! Ich sprich's mal für alle aus. Geschicht recht. Ja, das auf alle Fälle. Merci für deine 100 Bits. Das recht geschehen tut es ihm auf alle Fälle, aber ich glaube nicht, dass er hier ist. Ich sag's Ihnen ganz ehrlich, wie es ist. Ein Heimdall der Wirgeln kann man nicht vorstellen. Heft von Hofu. Verzehren Sie Raum und Zeit, indem Sie eine Weltenverschiebung verursachen. Okay, und was kann das? Bin auch unzufrieden mit seinem Tod. Ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass er hier ist. Das kann man nicht vorstellen. Das war zu einfach. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du einen Gott umbringst, indem du fucking einfach nur da wirgelst. Das kann man nicht vorstellen. Mann, okay, er hat massivst bösartig seinen Arm verloren, das war gut. Das hat mir optisch auch sehr gut gefallen. Aber wirklich, dem Frieden traue ich nicht. Dem Frieden traue ich nicht. Ich bin jetzt irgendwie unzufrieden. Ja, jeder wollte jetzt, dass er Kopf fliegt oder sowas, mindestens. Lass mich raten, der Frey ist jetzt hier. Oder im schlimmsten Fall sogar Freya. Aber an und für sich war es auf alle Fälle ein cooler Bosskampf. Hey, Hilfe! Wenigstens die Rettung läuft gut. Wie komme ich jetzt da oben? Hallo? Hä? Wie komme ich denn da jetzt oben? Ah, Und ganz ehrlich, ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass jetzt schon der Heimdall kommt.
Oh, dass sie immer viel wie einmischen müssen. Ja, also, ratet mal. Wir sind schon wieder in einem Hinterhalt. Freyr ist verletzt. Wir müssen ihn hier rausholen. Ich schütze ihn. Aber wir kommen nicht durch die Tür. Eine Falle. Oh, komm schon jetzt. Die der Roman nervt mir jetzt aber ganz schön massiv so, ey. Boah. Oh, der war nein. Wir halten das nicht ewig durch. Ich habe eine Idee. Alter, wir vergehen halt nicht schon wieder. Bitte, Futzen! Wer ist groß? Ah ja, Charlie Brown. Wer ist denn er eigentlich, der Sauron oder was? Alter! Plans Feuerwerk noch veranstalten. Wir müssen hier weg. Jetzt schützt erst, aber jetzt will ich meine Gesundheit auffüllen, hey, bei 8 Millionen Gegner, hey. Wie kommen wir jetzt? Hallo, ich möchte einfach nur da oben. Dankeschön. Das wird ja direkt anstrengend. Aha, Legolas und Aragorn, sehr gut. Ich trage ihn. Was? Nein, ich schaff das. Tust du nicht. Au, au, au! Langsam! Zu mir! Mir nach! Oh nein, das ist auch nicht Schlimmes. Haben hier Gesellschaft. Ja, gut. Na schön. Zupf der. Was da, ja? Bogenschützen! Soft. Okay, so eine Sequenz haben wir auch noch nie, guck mal nicht. Geht's dir gut? Hallo. Nein. Halt durch! Halt's Maul! Na gut. Ist was da, oder? Rechte Seite! Weiter vorwärts, wir sind fast am Schluss.
Und sein Vorteil, wenn man Götter an seiner Seite hat. Wo ist das Boot? Wirf das in den Fluss. Beeilung. Das ist dieser Sind Sie nicht lange Papierboot auf? oder was? Ja, natürlich. Skipplatten. Freyers Boot. Sie sammeln sich. Wir sollten los. Wer ist denn er jetzt einfach? Wann haben wir denn mir eigentlich einen... Achso, das sind die vom Lager. Ach, das sind die vom Lager. Okay, ja, ja, alles gut. Alles gut. Wer kennt's nicht? Das gemeine Faltboot. Faltboot OP. Ist früher schon geschwommen. Oh. Das ist übel. Festhalten! Oh oh. Ihr hättet euch mal sehen sollen. Ganz ruhig. Was bitte? Es fliegt. Wir fliegen. Damit hatte ich gerechnet. Mit Sicherheit sogar. Oh Wir oh. haben Gäste! Bist wie bei den Avengers jetzt. Da ist noch einer! Ich wusste, dass es zu gut lief. Etwas Hilfe? Sie sind zu schnell! Achtung! Ich kann keinen anvisieren. So, wer bist jetzt du eigentlich, Charlie? Deja Frendra. Deja Sialfrei Zama. Ik weet, Einert Aldri Deja. Domer van Doutander. Birgir! Nein! Für Vanaheim! Das nenne ich einen heldenhaften Todsterben. Verdammt, Björgir. Komm schon. Glaubst du wirklich, das ist Birgirs Ende? Glaubst du, er hat das überlebt? Er sitzt da unten und macht sich die Fingernägel mit den Federn der Bestie sauber. Du wirst sehen, es muss so sein. Wir sind fast da, Ingvi. Halte nur noch ein bisschen durch. Ich schätze, im Moment habe ich keine Wahl. Also in der nordischen Mythologie überrascht mir jetzt mittlerweile echt gar nichts mehr. Gell? Fliegende Boote,
und so weiter. Am Mond, den du auf und abgelassen kannst, bis du gerade lustig bist. Was kommt als nächstes? Da können wir die Erde von der Kugel in eine Scheibe verwandeln, oder was? Plunder, wir brauchen Stoff und kochendes Wasser. Rotwurzel und... Gartenschaumkraut, ja, ich weiß. Glaubst du, ich hätte nie eine Blutung gestillt? Oh, nun mach dir mal keine Sorgen, Mann. Ich habe deine Sachen nicht angefasst, während du gefoltert wurdest. Verdammt, Lunda! Sachte! Wieso maulst du mich an? Ich hab dich nicht abgestochen wie ein Schwein. Nichts für ungut. Freya, würdest du ihr helfen? Oder lieber alles selber machen? Halt still. Sie macht das Gröbste, dann bringe ich dich zu Sindris Haus. Meine anderen Kräuter sind da. Solange beschützen wir die Welt. Mit 4 Leuten. Vanaheim ist in guten Händen. Feuer in Sindris Haus, ja? Wo immer das ist. Dein Boot. Nein, dein Boot. Wie Nur jetzt? zu, nimm es. Segle empor, sonn dich ein wenig auf dem Bug. Du könntest es vertragen. Mach einen Warngott stolz. What? Alter, in was für einem Film bin ich denn jetzt? Er gab dir sein Boot? Toll. Er ließ mir keine Wahl. Weil es notwendig war. Nicht, weil es geschrieben steht. Laut der Prophezeiung läutet das Jattlerhorn Ragnarök ein. Der Witz mit der Haut war fies, ja, den haben wahrscheinlich bei Ihnen nicht verstanden jetzt, den Witz mit der Haut. Atreus, das besprechen wir unter uns. Okay. Ich darf jetzt einmal sagen, die Hauptmission, die wo wir jetzt da gemacht haben, die letzten 2 Stunden. Es tut mir leid. Definitiv ein 10 von 10. Punkt A, ich glaube nicht, dass der Heimdall da ist. Und Punkt B, ich bin ein kleines bisschen, ne? Ein kleines bisschen von dem wahrscheinlich vorgetäuschten Tod vom Heimdall ein bisschen enttäuscht. Ich hätte tatsächlich gemeint, dass das ein bisschen blutiger endet. Aber, wie er meinen Arm gerissen hat, das war geil. So. Jetzt schauen wir mal. Haben wir irgendwelche neue Fähigkeiten? Wahrscheinlich eher nicht, weil wir haben ja schon so gut wie alles ausgebaut. Ja, und die haben noch gesperrt und da haben wir auch alles. Ja, ist ja schon mit zauberhaft. So. Wir können auf alle Fälle einmal unsere Rüstung aufwerten. Weil wir haben einen Asgarda-Stahl gefunden und das brauchen wir, um unsere Rüstung aufzuwerten. So, schauen wir mal. So, Chaosklingen können wir verbessern. Sehr gut, ja, die haben es eh nötig. Die machen irgendwie eine Menge an Schaden. Ein Raubnierspeer können wir eigentlich nur Sachen her. Oh, jetzt warte mal, bringt uns das? Was bringt uns denn? Der ist herstellbar, der macht man eigentlich. Naja, bringt uns eigentlich nicht wirklich was. Bei dem schaut es schon wieder ganz anders aus. Da kriegen wir einen Haufen Gesundheit dazu und ein bisschen Abwehr. Bis man aber Abklingzeit gewaltiger und Glück interessiert eigentlich eh keinen Schwanz. Der war verbesserungsfähig. Gut, brauchen wir versteinerten Knochen. Ja gut, machen wir mal. Geht sogar nur mal. Okay. Dann schauen wir mal. Rüstungstechnisch. Wir haben 4 Asgarder Bahn, also können wir auf alle Fälle die Arme auffüllen. Damit bleiben alle deine Teile an den richtigen Stellen. Liegt gut an. So, da brauchen wir 4, die haben wir jetzt nicht mehr. Da brauchen wir auch 4. Und da brauchen wir auch 4. Okay, also sprich, haben wir nur ein Rüstungsteil verbessern können. Ja, aber gut, immerhin. Immerhin. Moment. Ich glaube, da war noch irgendwas. Gut. Ja gut, dann machen wir noch ein wenig weiter. Hilft eh nichts. Was wir denn sonst? Ist der Fenrir jetzt da?
Das war halt jetzt geil, wenn der Fenrir da war. Fenrir ist ein absoluter Feiner. Und erst einmal die Truhe damit. Hey, Oh, was ist das? Die andere Hälfte des kaputten Muspelheim-Sams. Den bringen wir zu einem mystischen Tor. Vielleicht finden wir Sutors Kampfprüfungen. Oh, jetzt können wir nach Muspelheim. Okay, das ist eine Nebenmission. So, die Frage ist, welcher Wolf wartet jetzt auf uns? Der Fenrir oder einer von den anderen zwei? Es ist eine fucking Sau. Wer wollte einen Schweinebärmann sein? Da war er. Elka riecht etwas. Könnte wichtig sein. Wie heißt Vielleicht der? sollten wir ihr folgen. Elka? Fährte des Überlebens. Das ist auch wieder eine Nebenmission. Interessiert uns nicht. Der Schweinebärhund, genau so, nicht der Schweinebärmann. Wir nennen ihn Sepp. Helgas. Also, was machen wir jetzt? Wir müssen nicht sofort nach Hause, oder? Ah, wir können Helga immer noch wann anders suchen. Okay. Was als nächstes? Jetzt bitte. Also für den Fall, dass der Heimdall jetzt tot sein sollte, ne? Dann kenne ich mindestens zwei Personen, die jetzt richtig mies drauf haben. A, der Thor, der wo ohnehin schon zintig ist mit seinem Bierbauch. Ja. Und B, der Odin. Der Odin wahrscheinlich noch nicht einmal so stark, aber der Thor, meine, wurde richtig zintig jetzt. Weil, wir haben ja wieder mal einen aus seiner Sippe hops genommen. Ja, ist ja nicht das erste Mal. Ja, ich habe in Odins Bibliothek darüber gelesen, wofür das Gjatlahorn gedacht ist. Von einem Gott geblasen, bringt es durch alle Welten und harmonisiert den Raum zwischen ihnen. Liest man es etwa bei Tyrs Tempel? Werden alle Weltentürme des Reiches auf einmal geöffnet. Eine ganz schöne Schwachstelle. Warum hat er es nicht einfach zerstört? Manche Artefakte widerstehen der Zerstörung. Tja, wir sollten Freya davon berichten. Der Heimdall ist mir zu früh gekommen und wann so gar nicht zu früh gestorben. Eben deswegen glaube ich, dass er nicht tot ist. Ich glaube, ich kann es mir nicht vorstellen. Wenn es so ist, okay, dann kann man sich darüber unterhalten, wie man die Szenerie finden, aber ich glaube nicht dran. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er hier ist. Heute, du bist wirklich die Beste. Du warst schon immer die Beste. Hey, sagt ihr, sie ist die Beste. Oh, ihr seid... Hauptsache, du saufst erst einmal eine halbe, ist eh klar. Weil, man ist zwar deine Schwester, aber eine Kreisliga nicht hätte, gab es schon eine, die da sitzen kann, gell? Das muss dir vielleicht auch mal bewusst sein. Sobald ihr bereit seid. Erst einmal Bier hinter die Orgel, nachdem er tödlich verwundet wurde. Jetzt losen wir erst mal, was der Stammtisch zum Sagen hat. Sieh dir das an. Du hast es geschafft. Wie in allen neuen Welten konntest du Heimdall umbringen. Ich wusste, dass unser Speer funktioniert. Tja, frohes Ragnarök allerseits. Trinken wir. Er ist einfach mit Abstand der Beste. Heimdall ist tot? Ich kann's nicht glauben. Jetzt hält es nichts mehr auf. Odin war nur zufrieden bereit, solange nicht mehr Asenblut fließt. Ich habe abgelehnt. Doch er hielt sich daran. Aber jetzt? Jetzt was? Wir wissen beide am besten, dass Odins Versprechen nie von Dauer sind. Und jetzt sind wir im Vorteil. Wir müssen jetzt zuschlagen. Nein. Keiner von euch begreift die Folgen. Odins Rache wird seine einzige Sorge sein. Nicht seine einzige. Die Maske. Welches Wissen sie auch birgt, das ist Odins allergrößtes Bestreben. Wenn ich zurück nach Asgard gehe, kann ich... Zurück? Wirklich? Ja. Wenn ich beende, was ich begonnen habe, die Maske erwecke, Antworten finde, ist das vielleicht unser Ausweg. Aber ich muss bald gehen, bevor sie merken, was geschehen ist. Atreus,
Du bist bei mir. Setz dich nicht wieder Gefahren aus. Er ist ihnen überall ausgesetzt, Kratos. Wir alle. Alles, was wir tun oder lassen, ist gerade gefährlich. Aber Odin braucht mich. Er vertraut mir. Ich bin dort sicher. Hat er eigentlich nicht Unrecht? Hat er eigentlich einen guten Punkt? Aus taktischer Perspektive liege ich falsch? Es gefällt mir gar nicht. Aber das wäre der beste Zug. Wenn wir Odin ablenken, verschafft uns das Zeit. Und ein paar Augen im inneren Heiligtum unseres Feindes. Aber falls es wirklich eine Quelle an unendlichem Wissen gibt, dann darf Odin sie nicht kriegen. Ja. Und sobald er hat, was er von dir braucht, habe ich kein Druckmittel. Ich versteh's. Ich pass auf. Vater. Ich kann's schaffen. Denk an das Versprechen. Du auch. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Hoffe ich auch, Sin. Ich will immer noch wissen, wie du es geschafft hast. du meinst, wie wir es geschafft haben. Ja, richtig gehört. Alter, wie gut kann man Storytelling machen? Es ist so unfassbar geil gemacht. Es ist einfach so unfassbar gut gemacht. Hugin in Midgard suchen, okay. Stimmt, der ist ja im Haus. Und da ist der Loki, der Gott der Hinterlist. Man hat... Ich lass dich nicht zurückgehen ohne das hier. Ein Hammer? Deinen Schlüssel, bitte. Wo ist dies? Wenn du je einer üblen Situation entkommen musst, wirf das zu Boden und sag Querki. Klappt nur einmal. Querki. Danke, Sindri. Hoffe, ich brauche es nicht. Ich auch. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte, fix. Genau, Gott der Hinterlist. Das haben wir ja im Endeffekt vorher schon ahnen können, oder haben wir ja eigentlich gewusst, aufgrund der Lore, dass ja der Loki der Gott der Zwietracht und der Täuschung ist, ja. Und ich kann mir vorstellen, dass der beim Odin irgendwann so eine dermaßene Schwalbe macht, vielleicht jetzt dann die nächsten, weiß ich nicht, Stunden irgendwann, das wo dann irgendwie zum Schlüsselmoment führt. Das könnte ja möglich sein. Spotty, Habitäre, einen wunderschönen guten Abend. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der Loki, aka Atreus, nennt's wie es wollt, ich glaube, der macht irgendwann einen brutaler Schwalben-Move. Hugin würde in der Hütte warten. Der ist nicht umsonst der Gott der Täuschung. Das weiß er zwar noch nicht, aber... Ne? Hat er vielleicht eine Schwachstelle? Wenn ich seine Augenklappe abziehe, löst er sich dann auf? Sicher, Junge. Wäre das nicht? Nein. Verzeihung. Das kann ich nicht. Ich muss das allein schaffen. Also zurück nach Asgard. Beziehungsweise erst einmal nach Midgard. Auf geht's. Was glaubst der Odin, dass der Heimdall ist? Was glaubst der Odin, dass der Heimdall hier ist? Das ist halt jetzt die Frage, weiß er es überhaupt schon? Normalerweise müsste er das wissen. Der hat da bestimmt wieder irgendeinen so gescheiten Raben irgendwo sitzen gehabt, der wo die genau das gesehen hat, hundertprozentig. Ja, das war so klar. Das hat nicht anders gesagt können. Fan? Oh, Flauschnägel! Hey! Flauschnägel! Ist das dein Wolf? Ah! Hör auf damit! Oh, komme ich ungelegen? Es sah irgendwie danach aus. Ich kann gerne Nein. wieder... Schon gut. Das ist Fenrir. Er ist so ein cooler Hund. Sie ist Wolf. eine
Ich hatte recht mit dem Messer. Du hast einen Platz für seine Seele gefunden. Hab ich. Hey, wie hast du mich gefunden? Mit einem Schneeballen oder was? Loki? Das ist meine Murmel. Und wo willst du jetzt hin? Und der Wolf so, da ist ein Ballen. Hey, ich benutze ihn. Aha. Ongre Boda, nein. Wenn ich das gemacht habe, dann werde ich alles wissen. Wie ich Vater rette, Ragnarök stoppe und vielleicht, hoffentlich, unser Volk zurückbringe. Loki, das sind alles wirklich edle Absichten. Doch es ist Odin. Du glaubst an mich, oder? Natürlich tue ich das. Ich hoffe nur, die Geschichte, die du schreibst, ist wirklich die, die du willst. Kannst du in der Zwischenzeit noch Fernsehen? Ich passe gut auf ihn auf. Wie wenn der Hilfebrei so groß wie der ist. Das ist flauschig. Die Frage bei Atreus ist Good Boy oder Bad Boy? Pass auf dich auf, Loki. Ich glaube, ein guter ist er. Lass mich raten, der Vogel sitzt nicht einmal mehr da. Servus Herbert, und habe die Ehre Herbert. Servus Rottalerin, grüß dich. Na dann. Okay, der Rabe ist da noch da. Ich muss nur Odin helfen, die Maske zu vervollständigen, ohne dass er dadurch Antworten kriegt. Kinderspiel. Er ist wahrscheinlich im Arbeitszimmer. Ich will mal kommen in dem Film schlafen, hundertprozentig. Also wenn's das Fell, meine, gut, wenn's nicht gerade verfällt, das müssen wir vorher ein bisschen aufbereiten, das Fell, ja, also so verfällt mich hätte ich da drin jetzt auch nicht schlafen müssen, aber grundsätzlich stimmen da dazu. Ja, da kannst du jetzt Federbett in die Tonne drehen. Wenn das wahr ist, warum ist er denn nicht hier? So, hupfen die jetzt immer noch nicht? Ja, Grütze, fix. Hallo, entschuldigt die Störung. Du störst hier überhaupt nicht. Fossetti geht der Sache nach. Wir werden die Wahrheit bald wissen. Das hoffe ich. Die haben garantiert gerade drüber geredet, dass der Heimdall da ist. Besser du gehst. Wie groß wie die Flöhe sind, wie bei dem Wolf. So groß wie, weiß ich nicht, keine Ahnung, wie ein echter Hund. So, Miezi, was treiben wir zwei jetzt eigentlich? Hast du Bock? Aber wenn du da so schaust, also Du wir. solltest gehen. Ja gut, dann halt nicht, du Zwiderwurzen, du Nasch, du. Ja gut, so kann man auch einen Korb kassieren, ne? Was ist Ihr Problem? Der hat keine Flöhe, sondern Meerschweine. Oder so. Oh, die wispeln auch schon umeinander, oder? Die wissen genau, was geschlagen hat. No mommy for you, ja, sad. Sad story, bro. Sag mal. Wenn man sich das wegdenkt, kann man meinen, sie wird alles wurscht. Gehen wir mal in die Bibliothek, vielleicht findet man da Panik wenig. bringt nichts. Nutze sie. Heimdall ist tot.
Weiß nicht zufällig etwas darüber? Irgendwas? Naja, ich meine, alle hassten ihn. Ja, ja. Aber hast du etwas gesehen? Etwas Auffälliges? Ich meine, du weißt, er hat Thrud hart geschlagen, als wir weg waren. Vielleicht fand das jemand raus. Hat sich gerächt. Ich weiß es nicht. Willst du andeuten, dass mein Sohn etwas damit zu tun hat? Ich weiß nichts. Ehrlich. Tja, ich musste fragen. Ich dachte nie, dass du etwas damit zu tun hast. Gut, dass du da bist. Also, ich weiß jetzt, was falsch lief. Ich hatte falsch übersetzt. Ach, wirklich? Ich dachte jenseits des Schreis des kalten Atems. Aber es heißt des Schreis des ersten Atems. Na, das ist ja ganz woanders. Ich weiß, wo das ist. Junger Mann, du hast es geschafft. Los, nimm die Maske, nimm das Schwert, nimm den Vogel. Vogel! Finde Tor. Oh. Ihr geht nach Warum mit, Niflheim. warum mit ihm? Freut mich auch. Alter, ich brauch die Haum. Also, jetzt mal ganz ehrlich. Du glaubst, also was möchte uns der Odin eigentlich verzeihen? Der glaubt doch, das glaubt dem doch kein Mensch nicht, dass der nicht weiß, dass wir was damit zum Tun haben. Also, der möchte uns mindestens genauso stark linken, also mit uns meine ich einen Atreus oder einen Loki oder einen Boy oder ist er wurscht wen, der möchte uns genauso linken wie wir ihm. Also, das kannst du am Bläden verzeihen, dass der nicht weiß, was Sache ist. 100%ig. Der hat schon gewusst, dass der Odin hieß, bevor das wir überhaupt dahergekommen sind. Ja, dachte ich mir. Und weil er da dort noch nicht beschissen genug läuft in Asgard, dürfen wir jetzt sogar noch mit dem Tor noch wieder mal nach Niflheim gehen, ja? Vielleicht ist der Tor jetzt in seinem Bett mit seiner Alten. Mitzi, ich frage jetzt nochmal, ich hätte ein Schwert. Hallo, Sylph. Weißt du, wo ich Thor finde? Der Allvater hat eine Mission für uns. Warum sollte ich dir sagen, wo jemand ist, an dem ihr liegt? Hör zu, es macht nichts, wenn du mich nicht magst oder mir nicht traust. Aber du musst wissen, dass du ihr wehtust. Wie bitte? Thrud wird eine Walküre. Das weißt du. Wenn du nicht zu ihr hältst, verlierst du sie. Du magst mit dem Allvater arbeiten und seine kleine Schutzhülle um dich genießen. Aber halte dich von meiner Familie fern. Genieß deine Freiheit, solange du noch kannst. Ja gut, ich hab so das ganz dumpfe Gefühl, dass bei derer nichts geht. Ist traurig, aber wahrscheinlich halt leider auch wahr. So, wo ist jetzt das gewamperte Bergschof? Atreus, Loki, Boy steht so im Ausweis. Wer weiß, Alles klar. wann ich meine Ausrüstung wieder reparieren kann. Wir sagen, hallo, Reiswind. Thrud, tut mir leid. Allvater sagte, ich soll mit deinem Vater nach Niflheim gehen. Ich habe ihn hier nirgendwo gesehen. Vielleicht weißt du ja, wo er sein könnte. War er nicht bei Großvater? Nein. Ich glaube, ich weiß, wo er ist. Komm mit. Ich, wollte auch mit dir über Heimdall reden. Nein, nicht hier. Du hast recht, später. Eindeutig untervögelt. Oder sie hat's einfach satt. Weil, wenn du mal in die andere Richtung spekulierst, wo der Tor in dem Spiel für den Gerät haben muss, ne? Dann war die wahrscheinlich, also ich bin ja keine Frau nicht, aber, ne? Hätte ich wahrscheinlich irgendwann auch die Schnauzen voll. Es hört sich komisch an, aber, ne, ihr wisst, was ich meine. So, da warten wir wieder. Helheim, hab ich dir gesagt, dass ich helfen will, deiner Mutter zu erklären, wie wichtig es für dich ist. Ja, genau. Dass ich das ernst meine. Hast du etwa... Und du lebst noch? Ich dachte, sie erwürgt mich mit ihrem Haar.
Das hätte ich auch von ihr erwartet. Bazi, der Frauenversteher, zu viel Gerät ist zu viel. Es hängt vom Spannungsbogen ab. Okay, lassen wir das. Alter, wenn du alles in dem Maßstab ist, ja, davon kannst du ausgehen. Ja? Du schaust ja auch schließlich keinen Stier nicht an und gehst davon aus, dass er gerade so einen Dödel hat, oder? Also bitte. Da müssen wir realistisch sein. Waffen sind drin nicht erlaubt. Wir lassen sie hier. Warum? Tu es einfach. Komm, hier lang. Wow. Schöne Kneipen. Na los. Trinken wir Ich will eine. dich sonst nicht reinlassen. Oder 8. Sieh dich um. Er ist sicher hier. So, und jetzt kommen wir vor, wie bei Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs nach der Schlacht von Helmsklamm. Da wo die Hobbits da auf dem Tisch tanzen. Ja, freilich. Trink eine weniger, du Falter, wenn du es nicht verdruckst. Schon gut. Hey, Thor. Scheint wohl ein schlechter Moment zu sein, also... Wenn du Zeit für dich brauchst, verstehe ich das. Keine Eile, aber... Genau, wo ich dich vermutet habe. Was machst du hier? Du solltest nicht hier sein. Du hättest ihn nicht herbringen sollen. Oder Futzen voll mein gelegt, wenn du mich fragst. Was machst du da? Entspannen. Habe ich keine Eile gesagt? Ich meinte, dass wir los müssen. Ja? Wir wollen nicht, dass der Allvater... Ruhe! Er hat recht. Du solltest los. Vater, Der Krug hat ein Loch. tu das nicht. Es ist bereits getan. Jeder soll wissen, der Gott des Donners ist Meister in 2 Dingen. Riesen töten und mitpissen. Und jedem, Dann bist du im der Bett quasi ein Versager. zeige ich Mjölnir. Gesicht zuerst. Warum darf der Waffen haben und alle anderen nicht? Das bist nicht du. Thor. Hugin, warte draußen. Bitte, lass uns... Ich sagte, Ruhe, Junge. Mein Name ist... Oh oh. Was? Nein, ich... Oh, kommt schon. Nein, nein, nein. Ich schwöre, das war keine... Das genügt! Kneipenschlägerei! Hat schon runtergeholfen! Oh, wie ich das vermisst hab. Alles noch. Ja, es geht nichts über eine zünftige Kneipenschlägerei. Hat noch nie was Besseres gegeben. Problem ist nur, wenn der Tor zuhaut, dann ist die ganze Gaststätten weg wahrscheinlich. Also am besten sollte der sein Hammer jetzt nicht in die Hand kriegen. Los, weg von mir! Ich hasse diesen Ort! Brut, ich hole die Waffen!
Gut, dass sie alle haben Vollhand. Du könntest auch helfen, meinst du nicht? Das wäre für... Wie geil ist denn das gemacht? Ist das dein Ernst? Ja, der ist hier. Die Tür ist genau da. Da hängt der Hammer. So jung und schaut beteiligt in einer Kneipenschlägerei. Oh, jetzt kommt der Zintige. Alter, wie geil kann man denn so ein Segment machen? Bist du nicht bewusstlos? Wer hat gerade Fluch der Karibik-Vibes? Loki! Jetzt schieß! Wird das Odin nicht wütend machen? Die Einherjar sind tot. Sie sterben nicht nochmal. Aber wo muss ich hinschießen? Ich sag ja, bei dem Schläger, da ist die ganze Kneipen hin. Da kannst du eine Kernsanierung beantragen. Au. Was, wenn du wieder anfängst? Sofort. Stell den einfach... Ja, gute Nacht. Seine Arme. Bringen wir ihn weg. Guter Kampf. Tut mir leid, dass du das sehen musstest. Nein, nein, ist schon gut. Wirklich. Alter, dieses Segment ist eine 12 von 10, okay? Ich glaube, das lässt man so im Raum stehen. Also, das ist ja richtig geil gemacht. Aber du musst mir hier mal helfen. Komm schon, es ist nicht weit. Schon umkneipen. Das habe ich, ganz ehrlich, das hab ich mir gedacht, dass das passiert. Wenn das rauf anfangen, dann bleibt die, dann muss Corona-Geld beantragen. Ja? Kannst insolvent gehen. So, jetzt noch saubere Luft waschen und dahin geht's. Wobei, so wie der ist, braucht er keine Luftwaschen mehr. Thor? Steh auf. Du gehst jetzt nach Niflheim mit Loki. Befehl vom Allvater. Mit 8 Promille. Steh schon auf. Ich weiß, du bist enttäuscht. Enttäuscht? Nein, 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 nein. Das war ein glorreicher Kampf.
Du kannst dich nicht mal mehr entschuldigen, oder? Was bedeutet schon ein Versprechen? Großvater hat dich wie Dreck behandelt. Dir ging es mies. Das verstehe ich. Aber du kannst nicht... Wir sind für dich da. Mutter und ich sind für dich da. Selbst wenn du hier bist. Wir lieben dich. Das weißt du. Ich dachte echt, wir hätten das überstanden. Ich habe Mist gebaut. Ja, sehr großen Mist. So nicht anders. Soll ich dir etwas Wasser bringen? Mir geht's gut. Hogan! Bringen wir es, Herr Don. Willst du schnell zurück nach Asgard? Bring uns einfach zu diesem Maskenteil. So, Freunde, ihr wisst aber, was das heißt. Das Maskenteil, und nachdem es jetzt da massivst mit Alkohol exzessiv betrieben worden ist, glaube ich, gönnen wir an Thor eine kleine Auszeit. Ne? Ich glaube, das ist passend. Ja? Ich habe gesagt, bis ungefähr 7:30. Na, pünktlicher Kunst ja fast nicht aufhören. Muss ich, aber also jetzt nochmal ohne Scheiß, dieses Kneipensegment, also das war ja mal wirklich, das ist richtig geil gemacht. Vor allem, weil das hebt dann in dem Moment wieder die Stimmung so ein bisschen in das wird dann wieder mehr so ins Lächerliche gezogen. So praktisch jeder ist haumvoll und so eine typische Kneipenschlägerei halt einfach. Wegen nix und wieder nix. Das war so das Bilderbuch, der Bilderbuch-Moment. Ja, der andere kriegt ein Bier übergeschüttet und dahin geht's. Also war wirklich cool. Hat mir gefallen. Im Gegenzug, also was heißt im Gegenzug, aber wir haben, glaube ich, gerade erfahren, dass der Thor, ich glaube, dass der Thor tatsächlich psychisch einen Weg hat. Ne? Ich glaube, dass ihm die Tatsache, dass der vom Odin teilweise scheinbar nicht gewürdigt wird oder halt einfach mies behandelt wird, ja, ich glaube, dass das dem ganz schön nahe geht. Ja? Ich glaube, dass der eigentlich, ja, wie sage ich denn, das wirkt irgendwie so, wie wenn er noch Anerkennung suchen darf. Ja? Und deswegen ist er vielleicht so zintig, wie er halt ist. So, ne? Also wer weiß, ob das vielleicht nicht sogar noch in eine Richtung geht, da der Thor vielleicht am Ende gar kein Bösewicht und kein Endgegner nicht wird, sondern dass das vielleicht sogar noch Verbündeter wird von uns. Ja, wer weiß. Ja, das können wir ja jetzt zu dem Zeitpunkt noch gar nicht hundertprozentig behaupten. Aber es hat schon so ein bisschen, es wirkt schon so ein kleines bisschen, wie wenn der Thor, wie wenn er halt Probleme hätte. Mit dem Odin. Ne? Mit dem Heimdall versteht er sich ja auch nicht so sonderlich gut. Gut, der Heimdall ist kein Problem mehr, weil der Heimdall ist ja bekanntermaßen wahrscheinlich, ja, jetzt hops. Ja. Aber, ja, müssen wir mal schauen, in was für Richtung das noch gehen wird. Ja, ich bin auf alle Fälle sehr, sehr, sehr gespannt drauf, wie es da rumgehen wird. Odin ist gescheit, Heimdall ist gescheit, Thor ist stockbesoffen und saustark. Ich weiß jetzt nicht, wie der in der Mythologie überliefert wird, ob er da auch mehr so der Saufbold ist. Möglicherweise, weil sonst taten sie ihn so nicht darstellen bei Santa Monica oder beziehungsweise in dem Spiel. Aber ich muss so als Fazit von heute, von die 3 Stunden, nicht ganz 3 Stunden, was wir heute so erlebt haben, war schon wieder intens. Wir haben 2 Wölfe gesehen, die wo halt einfach für Tag und Nacht verantwortlich sind. Wir haben einen Fenrir wieder gesehen, wir haben einen Heimdall wahrscheinlich Hobbs genommen, mit dem ich absolut nicht gerechnet habe. Also das war sozusagen der Peak halt.
wir haben ja jetzt so einen kleinen Hinweis gekriegt, dass der Thor scheinbar wirklich einen Knacks im Hirn hat. Also jetzt nicht böse gemeint und auch nicht lächerlich gemeint, sondern der ist psychisch angeschlagen. Kommt hin nach dem, was ich bisher gelesen habe. Okay. Ja gut, wie gesagt, ich kann mir das Santa Monica, beziehungsweise halt die Macher von God of War in generell, die halten sich immer sehr, sehr nah an die Charakterüberlieferungen von den Mythologien, mit denen die zusammenarbeiten. Klar, sie können natürlich die können nicht 1:1 die gleiche Handlungsstränge machen, weil ja God of War ein eigenes Universum ist sozusagen, aber es hätte mich gewundert, wenn es da irgendwie etwas dargestellt hätten, was nicht so ist. Bin ich gespannt, kannst recht haben mit deiner Theorie. Ja, müssen wir mal abwarten. Also, es ist für mich tatsächlich so, diese Geschichte in dem Spiel kann in alle möglichen Richtungen gehen. Es ist alles offen, es ist noch nichts fix. Dass jetzt, selbst wenn wir davon ausgehen, dass der Heimdall jetzt wirklich tot ist, was ich halt, wie gesagt, einfach noch nicht glaube. Ja, wenn es so ist, dann ist es so, aber gemäß dem Fall, wir gehen davon aus, der Heimdall ist hier. Und wir gehen straight auf Ragnarök zu, weil wir haben ja halt zwei essentielle Sachen gemacht, die wo dafür verantwortlich sein werden. Aber wir haben den Mond hervorgerufen, also die Sonnenfinsternis, und wir haben einen Heimdall-Hubs genommen. Das sind zwei Sachen, die wo halt massivst für Ragnarök sprechen. Ich glaube, es kann halt alles sein. Entweder es sterben am Ende alle, es stirbt am Ende nur der Odin, oder beziehungsweise halt Asgard, beziehungsweise die Asengötter selber. Entweder stirbt der Kratos, oder der Kratos überlebt. Wie auch immer. Es ist alles möglich. Und da bin ich einfach von diesem Storytelling, was ich schon die ganze Zeit immer mal wieder erwähne. Dieses Storytelling in dem Spiel ist unfassbar gut gemacht. Die ganzen Plot-Twists, die wo du hast, die ganzen Perspektiven, die du kriegst. Du spielst als Kratos, dann spielst du wieder als Atreus. Es sind halt mehrere Geschichtsstränge, die wo am Ende zu einem großen zusammenführen werden. Wahrscheinlich, denke ich jetzt einmal. Ja? Ich hoffe halt nur, aber das glaube ich auch nicht, weil das hat es in God of War so noch nie gegeben, aber es wäre ja theoretisch möglich, dass es am Ende mehrere Enden gibt. Ja, ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie es so machen. Also es wird wahrscheinlich ein Ende werden wir sonst auch, das wo am Ende wirklich schlüssig ist. Aber wie gesagt, die Story ist vollkommen offen. Es kann noch so viel passieren. Und wenn ich mir jetzt mal überlege, wir haben jetzt 27 Stunden in dem Spiel und davor haben wir jetzt, sage ich mal, ja, die ersten 2-3 Streams haben uns natürlich ein wenig mehr umgeschaut, noch natürlich. Aber ich habe überhaupt kein Gefühl nicht, wie weit wir in der Story haben. Wir könnten jetzt bei 80% sein, wir könnten aber erst bei 50 sein. Vielleicht haben wir aber erst bei 30. Wobei 30 ist das war ein wenig übertrieben wenig. Also wenn ich es jetzt einschätzen müsste, da ich sagen, wir haben ungefähr bei 60%. In etwa. Schauen wir mal. Ist das bei mir oder knackst du mich? Das wird wahrscheinlich bei dir sein, weil ich nicht übersteuert. Das wird wahrscheinlich ein Thema von dir sein. Und sonst keiner das schreibt, dass mein Mikrofon knackst, wird es wahrscheinlich bei dir sein. Kimmer Mozart die Haare färben, er schwingt auch einen elektrischen Bahnhammer. Er nimmt sich einen Schlägel und setzt ihn unter Strom. Ist das beim Mozart dann ein Bonnier? Möglich. Er ist ja dann jeder Mod von mir hat ja gewissermaßen einen Mjölnir sozusagen. Ja? In abgeschwächter Form. Ja? Also ich glaube mit den Bannhammer, also mit den Hämmer, die wo meine Mods haben, kann man keine Kneipen zusammenhauen, habe ich mir gehört. Aber gut, Freunde. Das soll es für heute erstmal gewesen sein, okay? Wir machen da weiter. Wahrscheinlich, eventuell am Wochenende, wenn es blöd läuft, erst nächste Woche, weil wir mir am Wochenende, wenn ich stream, erstmal das Wunschgame von der Fichteli spielen werden. Sofern sie Zeit hat. Ja, das ist natürlich auch Voraussetzung. Ansonsten, nächster Stream wird sein am Mittwoch. Auch wieder um 17 Uhr. Da spielen wir aber mit Tomb Raider weiter. Ja. Alle, die wo ballern und Depth gern mengen, die haben da sehr, 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 sehr gut aufgekommen. Da sagen wir andere Mieze. Ja. Die, wo vielleicht nicht so zintig ist wie die anderen Blonde vorher. Gut. Ich hau alle mit dem Besen aus. Der Teufel hat einen elektrifizierten Besen. Sehr gut. Okay. Na, wie gesagt, Mittwoch, 17 Uhr, Tomb Raider. Machen wir in Tomb Raider weiter. Genau. Ansonsten, danke. Jetzt schauen wir, warte, Moment, bevor ich mit dem Schmarrn anfange. Den haben wir denn überhaupt noch live. Der Cookie ist live, der hat aber. Jetzt pass auf, den haben wir letztes Mal erst geradet. Jetzt luren wir da einmal. Ja, müssen wir mal luren, Freunde. Mehr luren ist mehr gut.
Apache war online, spielt Pokémon. Ja, okay, gehen wir zum Apache. Ist der überhaupt noch live? Schau. Ja, ist er tatsächlich noch. Gut, Freunde der Sonne. Dann sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ja, schön, dass du da wart. Weiterhin natürlich eine angenehme Woche dabei. Wir sehen uns dann am Mittwoch wieder. An alle Neuen, die wo vielleicht gerade zuschauen, schaut mal, ob ihr noch aufs Following drucken könnt, wenn es euch gefällt, was ich da mache. Ja, mehr Followen ist mir gut. Kostet nichts, darf mir schwer helfen. Haben ein paar neue Leute in letzter Zeit dazugekommen, das freut mich außerordentlich. Da ein kleiner Hinweis, wir haben einen Discord-Server, Ausrufezeichen Discord an der Stelle. Kannst gerne mal drauf joinen. Da kommt einmal in der Woche mindestens eine Ansage, wann ich stream, was für Uhrzeit, was für Spiel und so weiter und so fort. Kannst dich mit mir und mit alle anderen bereits darauf befindlichen Personen unterhalten. Und ja, kostet natürlich auch nichts. Das mich freuen an der Stelle. So, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Apache. Das ist einer aus der Monster Hunter Community tatsächlich, die wo ich vor ein paar Wochen kennengelernt habe. Der spielt halt Pokémon weiter in Karmesin oder Purpur, das wo wir ja mir gecancelt haben. Also wenn ihr Bock auf Viecher rauf habt, gerne mal da ein Following da lassen. Ansonsten noch einen schönen Abend. Merci nochmal für euch, für den Support heute wieder und fürs Dasein. Wir sehen uns Mittwoch wieder. 17 Uhr, Tomb Raider. Haut euch eine, habe ich die, ich bin raus für heute. Viel Spaß beim Apache. Und bis Mittwoch. Wird's euch.